grüß euch, servus, küss mich hin. Es wird Zeit mit Musik verbindet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheimt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backen spielen wir nach dem Wernerschein. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten drin. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und grüß euch, servus, küss die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verheint. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, meine Lieben, habe die Ehre. Grüß euch, servus, küss die Hände im Studio Donnerfeld bei der Pavlatsch-Nummer 164. Jawohl, jawohl. Irgendwie in so einer eigenartigen Zeit, ne? Also mich eigentlich eine Stunde früher, gefühlsmäßig. Sozusagen, ja, genau. Gefühlsmäßig de facto nicht, aber eine Stunde früher vom Tagesablauf her noch. Und deswegen müssen wir uns erst alle akklimatisieren. Ich begrüße schon mal vorweg den ersten Chatterer im Chat. Ja. Also Matthias Mariach. Nein, der erste war der Rudolf von Wirklich? Corbesso. Nein, ich hab da den Matthias zuerst. Ja, ganz oben. Da hast du vielleicht wieder nicht einmal einstellen, dass du alle siehst und nicht nur... Nein, ich hab das da nicht. Ah, Aber eh? Comments, Okay. ja. Ich habe erst 12 Kommentare. Ich hab da nicht mehr. Aha, Oder sind schon mehr? Vielleicht dann habe ich irgendeinen. Rudolf von Corbesso war der zweite, Matthias Mariacher war der zweite. Ja. Ja, wurscht, Markus Volker ist da, Christi Rudolf Corbesso, natürlich ein besonderes Servus. Der Fritzl Startguss, Michael Unger, Franz Brandwein, Musikraum, Christoph Acker ist am Start, Skyfall, Marion Kriegelstein, Christoph Ratau, Karin Albertine, Pristonik Momo M. So weit, so gut, grüß euch, gut, servus. Ja, ich würde sagen, bevor wir lang herumtouren, schauen wir, dass wir zum Anboteln kommen. Ja, bin ich dafür. Bist du dafür? Bitte, absolut dann, dafür. Soll ich die Kamera, aber- ja, ich- also, ich hast du es bitte- bereit, hast du es im Griff? Ich hab's im Griff. Dann kommt Ja, Kamera geht aus. selbstverständlich. Ja, Kamera geht Patrick natürlich. Entschuldigung. Danke dir. Ja. Patrick. Ich mach mich am Weg. Ihr macht ja am Weg bitte zum Weinkühlschrank. Gehen wir. Die Mama Sperl, jawohl. Dieter ist da vom Ottergänger Burgherrn. Schau, der Patrick öffnet den Weinkühlschrank und greift in die unterste Lade, wo selbst, nämlich die Weine liegen, die uns ein bisschen schräger muss das halten, die Kamera, bitte. Ja. Nicht auf, schräger, habe ich gesagt, schräger. Ich weiß, dass man alles sieht. Jetzt kannst du oben, aber schräger. Wurscht, nimm dann Wein. Naja, Jawohl. sehr gut. Ich sehe einen Kronkorken. Wie soll ich sagen? Nein. Musst du ihn schon wieder aufmachen? Natürlich. Naja, ich gebe dir einen kleinen Öffner. Ich freue mich auch schon drauf. Einmalig. Quasi sitzt dort, stehen wir da her. Sehr gut, ich gebe dir sofort einen Öffner. Ich bitte darum, jawohl. Hast du schon abgedreht wieder? Oder bist du Ja. Kann ich hinlegen. Ja, das ist die. So. Oh, weh. Was haben wir denn das mit da? Schwertführer, Weingut 47er, Chardonnay, große Reserve 2018. Aus Baden. 14%. Na, wir steigern uns. Guter Chardonnay, die freue mich schon sehr. Große Reserve besticht, Aromentiefe, Reifepotenzial bis 2028. Na, so lange Sollen wir halt noch noch liegen nicht. lassen vielleicht? Nein, das, Sicher nicht. den machen wir auf heute. Sicher. Hat irgendein Gold mit drin, hat er da, gell? Hat er oben gesagt, Gold, niederösterreichische Weinprämierung 2020. Oder eine Goldmedaille, ich weiß nicht, ob man die sieht. Wahrscheinlich nicht, aber... Schön, man kann es ja. Patrick, für was haben wir denn da Nein, das- Spezialkameras? Das wird sofort das Kamerakind Klaus übernehmen. Na sicher. Also bitte präsentiere die Flasche nochmal von vorne. Da haben wir den Gold. Gold, warte nicht, sie ist unscharf. Gold, niederösterreichische Weinprämierung 2020. Weingut 47er Chardonnay. Ich freue mich auf den sehr. Einmalig. Jawohl. Ja, Dankeschön Alexander Hauser. Ich habe noch gar nicht gesehen, aber dabei ist schon. Aber Weltklasse für die Stiftung des Weines.
Jawohl. Mama Sperl gefreut mich. Mama Sperl taugt mir einfach vom Namen her. Helmut ist da, der Markus Pristonik, jawohl. Lortauer. Andrea Walderflocke. Grüß dich gut. Jawohl, servus. Auch wieder dabei gefallen. Safe Wien. Hallo ihr Lieben, Reinhard. Safe Wien und Reinhard. Da muss mir jetzt helfen. Safe Wien und Reinhard. Bei meinem Profilbüdel kann ich nicht viel anfangen. Ist ja undeutlich. Weißt du das? Na gar kein Gesicht. Safe Wien und Reinhard. Hast du da einen? Ah, nicht, gell? Weiß ich jetzt auch. Ja, gut, der Patrick ist ja Weinflaschen beschäftigt. Aber auf jeden Fall ist ja wurscht. Safe Wien. Ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist das Wichtige. Das ist, der hat ihm auch Werk gezeigt, das ist unglaublich. Das Ich weiß nicht, wie du das. Das ist alles qualitativ. ÖDVU, was ist denn das wieder? ÖDVU, sagt er das was, Patrick? Österreichischer Durst Durst? Nein, sagt mir auch nichts. von Unternehmen? Nein, war Österreichische? Dachverband österreichischer Unternehmensvereine. Ah, Jesus, nein! ja, jetzt, na bitte, na Irgendwann macht's Klick. Weltklasse. Freue mich sehr, Reinhard. Jetzt habe ich natürlich genau, original von mir. Natürlich. Durfte ja schon bei dir im Podcast einmal sein, im Videopodcast. Und ja, ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Aber jetzt freut mich das doppelt, dass du natürlich dich auch einmal im Chat kundtust. Und das ist schon interessant, weil wenn jemand, ja, das ist jetzt natürlich schwierig, wie soll ich das sagen, wenn es, diese Unternehmensvereine, das ist eine ganz leibende Geschichte. So sind wir also eigentlich zusammengekommen. Dankeschön. Bitteschön. Weil viele Unternehmer die Möglichkeit, einen Verein zu gründen, gar nicht am Radar haben. Ja. Und in sehr vielen Bereichen ist es eine sehr, sehr gute Lösung oder Alternative für andere Unternehmensformen. Und da ist der Reinhard ja ohnehin ein Ansprechpartner. Ja, also genau, ich weiß so jetzt, ist Safe Wien wird es wahrscheinlich über diese, aber wenn es eingibt, Unternehmensvereine oder im Dachverband österreichischer Unternehmensvereine, dann findest du und da habt ihr dann alle möglichen Informationen und kriegst natürlich in Beratung und alles, was man da machen kann. Wirklich eine die Geschichte. Wir sind da schon lange. Also es gibt eben den Verein 16er Burmach. So, hallo Martin und Elke, Anita und Christian, Mama Sperl, Weltklasse. Wer ist Martin und Elke? Und Anita und Christian. Großartig. Großartig. Was hast du? Nein, weiß ich auch nicht. Ich denke gerade nach. Straßennazis sind dabei. Martin Rexes. Jawohl. Großer schönen Abend. Martin und Elke. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt, Martin und ja. Elke. Du, Martin, hast du nicht quetschen wieder? Weil das muss ich jetzt, ich weiß nicht, ob du das geheim halten willst oder nicht, aber leider wird es jetzt nicht gelingen, weil original beim Dornröschenkeller letzten Freitag war der Martin Rexes mit seiner Elke zu Besuch, was echt leibend war. Und hat auch sein Quetsch mitgehabt und aufgespielt und wir haben schon aufgehört zu spielen und der Martin hat weitergespielt noch, obwohl der Roder ist zugegangen. Es war auch schon eine recht gute Stimmung. Ich bin schon heimgefahren. Ja. Aber Und ich habe nur am nächsten Morgen eine Nachricht von Martin Rexes bekommen, wie leibend das war und alles und drum und dran, aber er hat sein Quetschen im Kölner vergessen. ein Klassiker. Ich hoffe, du hast es wieder. Ich hoffe, du hast es wieder. Super. Das ist Weltklasse. Vor allem, es war ja schon lustig, die Geschichte, ich muss das kurz anreißen. Weißt, es ist manchmal schon fatal, wenn man das Instrument rauspoppen wie aus dem Koffer, den Instrumentenkoffer, Ja. und der Koffer geht nicht auf, gell Martin? Das war Wahnsinn. Hat ihn Zu Zu dritt haben sie den Koffer aufgerissen. Absolut leibend. So, also, jetzt Kommen wir kommen wir zur zur schönen wichtigen Sache. Aber um das jetzt noch einmal, sozusagen, weil der kurz unterbrochen war, also wirklich Safe Wien, bitte meldet euch beim Reinhard oder sucht ihn unter Google dann österreichische Unternehmervereine. Es ist wirklich für sehr viele, die es überlegen, könnten sie das irgendwie, irgendwas, wenn sie es selbstständig machen, irgendwas tun wollen oder vielleicht gar nicht einmal so großartig selbstständig machen, weil für nebenbei ist dann schon zu viel so eine Nebengeschichte, aber es ist wirklich, glaubt mir es, da wird leibend geholfen, ja. im besten Sinne. Absolut Beratung auf höchstem Niveau und man kann sich dann wirklich vorstellen, okay, was machen wir. Und wir sind seit Jahren Oder ist das was oder ist freundschaftlich das nichts? verbunden. Ja.
und haben da auch eine, und viele Freunde von uns, die eben auch ihre Lösungen da gefunden haben, eben auch völlig legal und dergleichen. Und Ja, das genau. ist ganz wichtig zu sagen, also damit genug Werbung diesbezüglich, das mache ich gern, weil aus Weil es eine Überzeugung, gute Sache ist. nicht wenn wir was zahlt kriegen, es sei denn, wir kriegen was, das ist sehr viel. Jetzt kriegen wir was Das zahlt. vielleicht kriegen wir was zahlt für die mal. Ein Scherzerl. Naja, eigentlich warum nicht, aber ich weiß, was ich meine, also das sagen wir aus Erkenntnissen Das passt, ja, der genau. letzten Jahre. So, jetzt da, haben wir es. Boah. Der hat schon, der mein Leber. Sehr zum Wohle, ja. Nochmal, so wie du hinhaust, wird das Glas lang bald Was hinsetzen. jetzt, für mich ist auch wieder ein Klassiker, gell? Ja, gut, Freunde. Und da einen Griff gehabt heute. Das wird aber wohl. Ich bin ja nicht so ein Altwein-Fan, Ich mit zunehmendem Alter immer Ja. mehr. aber Fan genug, um das wirklich schätzen zu wissen. Und ich meine, ich muss sagen, Luft hat auch noch. wahrscheinlich ist das jetzt schon einer der stärksten Weine, die wir in der Pawlatschen gehabt haben. Also nicht, meine ich jetzt nicht alkoholtechnisch, sondern vom Ding. Also wirklich alle Achtung, er ist nicht da, glaube ich. Der Alexander Hauser ist noch nicht da. Noch nicht da, ja. Noch nicht ist. Aber ja. Weltklasse. Heute ist Korken im Glas. Mama Sperl waren am Freitag dabei. Weltklasse. Ah ja! Sind Sie das aus dem Ibstal? Sind Sie die aus dem Ibstal? Das war überhaupt leibend. Ich glaube schon, ne? Wahrscheinlich sind Sie die aus dem Ja. Ibstal. Das war super. Quetschen wieder da, wir hatten noch Frühstück mit Serafin. Bravo, Martin. Jawohl. Gemischersatz, Kopetzel. Bravo, Franz Brandwein. Den lässt er gut schmecken. Sind die 16er Burm auch ein Verein? Ja, wir haben auch einen Verein. Ja. 16er Burm gibt es mehrfach sozusagen juristisch gesehen, aber wir haben auch einen Auch Verein. einen Verein, ja. Eben aus verschiedenen Gründen. Und da gibt es wirklich, wenn man da was vor allem wenn man was nebenbei aufbauen will, wie auch immer. Also das, und das haben viele nicht am Radar, wir früher auch nicht. Ganz, früher ganz nicht, am nein. Anfang hätten wir uns schon viel Geld erspart in Wahrheit. Viel, wenn man das Ja, vor das möchte ich 25 sagen. oder 30 Jahren schon gemacht hätten. Ja. Und das ist auch der Steuerberater eigentlich auch begeistert. Also Begeistert super, davon, super ja, super Geschichte. Geschichte, ja. Also der hat das auch nie so in dem Sinn ja. eigentlich. Aber wieder immer mehr, muss man sagen. Und ja, daher absolut zu empfehlen. Wolfgang Krawatzka. Grüße euch zusammen. Wolfgang Krawatzka hat original eine neue Kontragitarre. Alexander Hauser ist da. Servus, das muss ich sofort einwerfen. Ja, da muss man. Wolfgang Krawatzka, gleich. Jetzt müssen wir uns Gleich, noch um einen gleich. Alexander Hauser kümmern, der uns wahrscheinlich einen der besten Weine, die wir bis jetzt gehabt in haben, der Pawlatschen getrunken haben, ja. Und wir haben nahezu ausschließlich herausragende Weine gehabt, Ja. aber der uns einen der besten Weine diesmal da dediziert hat. Und daher auf mal Alexander Hauser. 47er. Du kannst nicht Chardonnay. einreden, wenn da der Glaselschäber Ach so, mein Gott. gerade klingt. Noch Das einmal. ist ja, du machst ja jede Klangschallmeditation für den Arsch. Heißt. Jawohl. Alexander Hauser, dank dafür. Ist Weltklasse Wein. Wirklich super. So, Ein Traum. jetzt müssen wir mal kurz zurück. Rohatzka? Wolfgang? Rohatzka? Unbedingt, ja. Neue Gitarre, also eine nicht neue, sondern eine alte, aber restaurieren lassen. Habe ich nicht gesehen. Live, ich habe nur ein Büdel gesehen. Schaut solide, schön aus. Was natürlich leibend war, hat Wolfgang, wir erwarten uns. Spätestens mit der nächsten Mal latschen, dass du uns vorher ein Video schickst, wo du drauf verspürst. Das müssen die Pawlatschisti erleben. Das Notwendig, müssen wir, ja. bitte, sei so gut, Bitte. mach ein kleines Video, schick uns das. Was weiß ich hau da eine, keine Ahnung, da, schau auf die Büroadresse, büro@16.at, schick uns ein kleines Video, wo du auf der Kontragitarre spielst. Würde mich wahnsinnig freuen und ich glaube, alle Pawlatschisti original mit. Das war super. Aber auf jeden Fall herzliche Gratulation zu deinem neuen Baby, wie man so schön sagt. Das ist immer ein schöner Moment, sowas, ein neues Instrument. Ja. Jawohl, all my stuff ist da. Das Ländermatch wird pfiffen heute. Ist heute ein Ländermatch? Ja, was Drum ich bin sind ja nur kein 30 Leute da. Fußball. Drum ist es ja. Bravo, all my stuff. Da kriegst du für uns ein extra Puzzle. Na, du kriegst einen Schluck. Kriegst einen Schluck von mir. Mit einem Glaselschäberer. Für alle, die aufs Ländermatch pfeifen. Wie klasse. So, Mama Sperl, ja. Also, schau.
Mama Sperl. Der wird noch immer besser. Ja, der ist ein Traum. Das ist ein Traum. Leider nur ein Bouteille. Aber Mama Sperl, das taugt mir sehr. Ein jung gebliebenes Bärchen, muss man sagen. Absolut. Aus dem Ibstal extra zum Tannhäusenkiller angereist, nur uns zu hören und waren sichtlich begeistert und haben das auch ausgedrückt und das hat uns wiederum wahnsinnig gefreut und dass heute dabei seid. Noch mehr Freude. Also ich würde sagen, liebe Pavlacisti, lassen wir unsere neuen Zuseher, die Mama Sperl, es sind nämlich zwei. Also hoffe ich doch, dass hoffe ich doch, dass zu zweit sind. Ne? Herzlich in unserer Runde willkommen heißt man bei den Pavlacisti und wie es gehört, natürlich mit einer rote Achtel wählen. Eine original rote Achtel zur Willkommensbegrüßung von Mama Sperl. Haut's eine, satt so gut. So. So, wo bin ich? Ich bin da hinten noch. 6 Uhr beim GmbH. Gehen wir bitte heim. Genau. Ja, für GmbH geht es nicht. Arsch, sagt man nicht, sonst bringt's Christkind einen Schaß. Ja, Entschuldige, Rudi Korbis. Jesus Maria, Herr. Habe ich schon wieder gesagt, ich weiß, habe ich schon wieder. Landtagsstürmer Markus ist dabei. So gehört es. Muss jetzt jeder einen Musikclip schicken? Naja, Christoph Agel wird sagen, du hast die was kennen. War gemein, das war echt der Acker. Natürlich. Schau, der Ulrich ist am Start. Gefällt mir, drückt nicht vergessen, sagt der Michael Unger. Bravo, danke schön. Ländermatch, wer spielt? Ja. Österreich, Ungarn gegen den anderen. Schau, da fallen schon Achtel. Die Achtel von Scheine. Die Achtel von einer zur Begrüßung von Mama Sperl und was machen wir? Mama Sperl haut eine ein Wunschlied, am besten haben sie es mal kennen. Was haben wir das letzte Mal für euch gemacht? Was war denn das? Was ein Söhn? War das für... Könnte das sein. Mama Sperl, ich habe schon lange nicht gespielt. Naja, der Pavlatschen. Das macht ja nichts. Es ist nicht so ganz dein Lieblingslied. Nein, es ist nicht mein Lieblingslied, aber ich spiele trotzdem gerne, so ist es ja nicht. Aber wir lassen Mama Sperl einen Wunsch frei. Es dauert dann nur, bis wir den singen. Bis man singen, ein bisschen dauert, ja. Zur Begrüßung, schau die Achtel. Die Achtel von einer, das ist ein Wahnsinn. Zur Begrüßung von neuen Pavlacisti. Das ist ein Hit. Dann machen wir dabei, da hat es einen Wunsch rein, dabei können wir was anderes spielen. Ne? Ja. Oder willst du das gleich spielen? Ja, machen wir es einfach. Dann machen wir's. Vielleicht ist es dann sogar schon. Der Wunsch ist auch in Ordnung. Ja, steht davor. Ja. In Guttendorf auf einer Nummer 2 steht ein dreistöckiges Haus und das gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasserl, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Um das zu verputzen, sind wir auf der Welt. Auf Oberwellen geredet wird, da kriegen wir ein Geld. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In der Schule schon waren wir ein paar hautschlechte Buben. Und niemals einen Spaß oder Garde verdurben. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei ist ein Kreuz. Aus zwei solchen Eseln wird niemals was Gescheites. Das hat er ganz groß auf die Tafeln aufgeschrien. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir's blieb. Gern tun wir nichts, aber wir sind arrogant. denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Ein schickerer Goethe war niemals im Haus. Den kennen wir nur von Figur im Haus. In der Geografie, da wissen wir nicht bis Tirol. Der Vierober spielt man sehr gut Karambol. Theater, das ist für uns Texte. Das von den Tanzschulen jedoch
da wissen wir jede Adresse. Da braucht man kein Geld und sind da elegant. Denn unser Vater, unser Hausherr und der Seidenfabrikant. Aber unser Vater hat kein Haus mehr, er ist jetzt Herrenmusikant. Jawohl. Jetzt hab ich einmal den Text vergessen, das Leibwand. Das Text vergessen ist nicht so Ding, aber das wie du geschaut hast, das war lustig. Das war wie bei einer Führerscheinkontrolle. Wenn der Kiewer die auf und sagt, haben sie was getrunken? Das hat man muss ja schon den Schluck trinken. Ich schenke nach. Bitte darum. So, der Wunsch ist außer. Was sagt er? Österreich gegen Estland, ich verstehe. Ackerlerlei, oder Österreich-Ungarn gegen Tschechoslowakei. Weltklasse, top aktuell. Du, glauben wir's, die Maturanten vereiten das glauben. So. Stellt mir eine Russenstall, machen wir Sperrl, jawohl. Machen wir da. Oder echt, muss man sagen, echt. Ja. Aber ich schau lieber echt zu. Bravo, Rudi Korbis. So, was sagt der Wolfgang? Also, wenn ich was kann, dann gern. Ist ja mein Pensionsprojekt. So schnell wird's, befürchte ich, nicht gehen. Aber ja, reiß die zusammen ein bisschen, Wolfgang. Reiß die zusammen. Jeden Tag 10 Minuten. Ja. Aber Gräbet muss es sein. Wichtig, sagt der Wichlunger. Ja, können wir auch machen. Ich glitsche diese Bubbles. Jawohl. So, na gut. Aber Gräbet muss es sein, nur gehen wir danach. Aber jetzt noch einmal Wunsch unserer neuen Pavlaciste. Mama Sperl, stellt mir einen Rosenstall. Österreich gegen Estland, das gibt Ausgleich, weil es gleich klingt. Bravo, ich glitsche diese Bubbles. Merkst du eigentlich, wie leicht mir der Name schon wieder Lippen kommt? Ja. Ich glitsche diese Bubbles. Ich glitsche diese Bubbles, ja. Da was? Gelernt ist gelernt. Du kannst wieder Nacht um 4 in der Früh, kannst du mich aufwecken und sagst, wie heißt der? Und ich glitsche diese Bubbles. Haben wir es jetzt nur 3 Messer und dann können wir es nicht mehr Aber das kann ich warte, ich nehme einen Schluck vor und dann Nimm mir aber stellt mir eine Rosenstall. Faire Wunsch hat das Lied geschrieben. Der Wein wird leider bald weg sein. Das ist ein Problem. Aber ja, was willst du machen? Ist halt so. Stellt's an meine Rosenstall, bald kriegst zum letzten Mal a Sackel haben und ein Heil. Dann hängt's das Geschirr an der Wand, bald kriegst ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Bettchen weg, stellt's mir's wohin weg, damit es nimmer schnallt's nachher. Hängt's an die Direkt-Schloss, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleit kehr. Die letzte Fuhr, das war keine Fahrt ins Paradies. Das hab ich kommen gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen nimmer gezogen wie früher mal am Strand. Die Hufen gelungen, wie ein Abschiedsgesang. Sie war mein Stolz, die Rose, und auch meine Freude. Heute rennen Radeln schon oder wie die Zeit. Stellt's an meine Rosenstall, bald kriegst du am letzten Mal a Sackel haben und ein Heil. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegst du ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Bettchen weg, stellt's mir's wohin weg,
damit ist niemand stolz daher. Hängt's an die Tiere geschloss, dann seid's endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Vorleid kehr. Ja, schöne Nummer. Ich finde da, absolut schöne Nummer, gefällt mir nicht. Und das ist halt so richtig wienerisch. Und das ist der Blues, Absolut, ist der Wiener absolut, Blues. ja. Ne? Das ist der Wiener Blues. Ja. So, also der Wein sein, mir werden nimmer sein. Ja, den Bockbaslin, so lange ist es. Patrick, du den Text, der Klaus den Ton hat. Das ergänzt sich doch perfekt. Ja, Text das, ja. Was haben wir da? Hab morgen eine Operation am Auge, ich habe etwas Angst davor, aber wird schon. All my stuff. Just das nachher. So, Mama Sperl, ihr seid genial. Danke. Einen Satz, rote Achtung für den Klaus, der Klitsche diese Babys Fehlerfreunde in einem Zug ausgesprochen hat. Ich danke schön. Das können wir, aber das ist keine Achtel wert. Aber, meine lieben Pablaccis, die was sehr wohl eine organrote Achtel wert ist, natürlich All my stuff. für den All My Stuff, Ja. für die morgige OP. Auf jeden Fall. Wie soll ich sagen, dass das ordentlich geht, dass da was weitergeht. Die positive Vibes der Pablaccis, die müssen All My Stuff begleiten. Also bitte, haut's eine für den All My Stuff. Eine organrote Achtel für die OP, dass das gut geht. Und wir haben natürlich einen Glaselschäberer dazu. Bravo, All My Stuff. Das wird werden. Wird werden. Wisst sehen. Ja genau, ein starker Altwein, lockert die Zunge, so gehen alle Namen locker runter. Ja, Ackerl, meistens geht das nach hinten los. Meistens wirklich, ja. Das ist ja so, ja. Das heißt im Wienerischen normal, dass der Gesang hinter der Melodie ist. Ja, das ist Ja. eigentlich so ein Stilmittel. Dass der Gesang oftmals also es gibt unterschiedliche. Ja, genau. Du kannst wirklich, sagen wir mal, den Begleiter haben, dann ist der Gesang voraus. Das hast du aber eher beim Quartett. Oder beziehungsweise, es kommt auf die Nummer auch drauf an. Das sowieso. Entschuldige, jetzt muss ich kurz dazwischen grätschen. Ja, ja. Maggie, Servus vom Goetheplatz, musste etwas länger arbeiten. Zweite Aktion Fritzl, wo ist heute die Maggie Pemperton? Alles hat's da. Fritzl, alles da. Gott sei Alle Dank, da, auch alle die da. Maggie, auch die Alle Maggie. da. Jawohl. Einmalig. Einmalig. Ah ja, der Matthias Maria fragt aber auch gut, die OP als Operateur oder als Patient? Ja. Wie geht's Horst Gmähler Medley? Bitte kommt ihr zum Ostermarkt am Kalvarienberg. Nein, wir sind diesmal nicht engagiert, leider. Ja. Nein, Ist das leider nicht so. Im Wienerischen, ja, wie gesagt, der Gesang hinter der Melodie ist ja oft, weil es ja dann eine Erzählung ist, sozusagen. Ja? Also wie ein Sprechgesang fast, das ist dann hinten noch. Aber ich glaube, wirklich populär das erst der Hans Moser gemacht. Ja. In der Zeit eigentlich, kann man sagen, ja. Weil da Paul hat Hörbiger, die Melodie Hans Moser gespielt und man hat eigentlich dazu erzählt. Ne? Paul Hörbiger und beide, Hans Moser sowieso hat eigentlich den Vortrag dazu, ja. Waren ja keine Sänger in War dem nicht im Sinn, Sinne, ne? ja. Aber es ist schon also ein recht viel verwendetes Stilmittel im Wienerischen. Absolut. Das kann man schon sagen. Absolut, ja. Jawohl. Thomas Faber, wo ist meine Ex-Frau? Jetzt bist du das los, jetzt frag nicht. Jetzt such lieber die aktuelle. Nein, war Bass, gell? War wieder Bass. Es ist schon wieder frech, ist er schon wieder, was? Wo ist die Ex-Frau? Ja, gut. Darum ist ja die Ex-Frau. Nein, Thomas Faber hat sich, noch Susanne nicht, ist nicht da, hat sich heute noch nicht gemeldet. Horst Gmähler-Mädler werden wir auch machen, aber vorher haben wir noch irgendwas mit, warte mal, es wieder Weise war. Und dann war noch aber Grävet. Kannst du das? Es war wieder In Dora. In Dora, bitteschön. Das moduliert Kannst nicht du die Strophen auch noch? Treffen sich zwei alte Freunde, der Wirten in Herneuens. Einer sagt, ich weiß ein Weiner, du liest, das sagt dir alles. Aber sagt er, du hast Dumme, der wird 3 Tage ausgesteckt wird. So wie mich kannst nicht beschummen und sing gern gleich noch das Lied.
nicht Nasen, gute Zolle. Ja, aber Gräbe, da muss er sein. So ein Äpfel kennt keine Mischung, das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leid und Söhe Erfrischung. Ja, Obergräbet, ja, Obergräbet muss er sein, jawohl. Das ist ja Wahnsinn, was du jetzt kannst. Aber ich hab's auch fast kennen eigentlich. Warum auch immer, ja. Weil wer weiß, was wir jetzt kennen, was ich gar nicht weiß, gell? Das ist natürlich ein Wahnsinn, das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Jawohl. Sie, genau, das hat die Frechheit, gell, Thomas Fauer, ich war frech, ja. Nein, ich war frech. Muss ich mich entschuldigen, war ich frech, aber es war so aufgelegt. Es war so aufgelegt, ja. Aber auf jeden Fall, nein, hat sich wirklich noch nicht heute, oder hat die Susanne Faber? Nein, Susanne Faber habe ich noch nicht gesehen heute. Noch nicht gesehen. Dafür machen wir da dann das Gmäler-Medley in super Luxusausführung. In Muldur. Und schon der Acker sagt auch, Klaus hat recht, ich bin auch froh, dass mein Ex nicht da ist. Aber da habe ich was angefangen. Musikraum ist da, ja wohl Musikraum, aber wäre noch wichtig. Jetzt also später macht gar nichts. Jawohl. Wildcat, einmalig. So, das heißt, jetzt muss ich jetzt wieder gut machen, müssen wir jetzt das Hausgemälde machen. Ja, habe ich nichts dagegen. Ich meine, wirklich frech. Sie können doch nicht drei reden. Ja, schon erst recht. Siehst du? Ja, weil so frech war. Hast du wieder Sessel knurrt? Ja. Genießen Sie dieses Tröpfel, heißt das. Du, pass auf, bevor wir dazu kommen, dem Kenner der Pavlatschen, dem wird schon aufgefallen sein, wir trinken aus andere Glasel. Ja, das also, da. Ein Malheur passierte, ein Malheur. Nämlich Malheur, wir wissen nicht was. Wir wissen nicht was. Ich muss das leider jetzt kurz filmen. Ja, filmen Sie, da kann ich dabei Sanit Mutzi sind auch am Schauen, jawohl, Leute, Wildcat. Jawohl, so gehört sich das. Kamerakind Klaus. So, Kamerakind Klaus. Wir haben ja da unsere Glaseln. Und zwar haben wir die seit 16.10.1999. Die haben wir damals gekriegt bei einer Sturmweinwanderung, wo wir gespielt haben in Otterkring. Beim alten Weinstock. Ja. Oder aber nein, Zehnermarie war es. In der Zehnermarie, glaube ich, das hat er die geschnitzt im Vorraum. Da ist er in der Zehnermarie gesessen, ja genau. Genau, Zehnermarie war da aus. 1999 und das war seitdem, unser Spritzerglasl, sozusagen kann man sagen. Und zwar ist bei den Heirigen gestanden. Bei den Heirigen, ja. Bis zum Zusperren beim alten Weinstock, ja. Dann beim Wüderer, ja. Dann im Otterginger Landhaus. Ja, bis zum Zusperren. Ja, und wie der dann zugesperrt hat, hat er gesagt, ich habe die zwei Glasen, aber sie haben wieder. Ne? Sag ich noch freilich, den nehmen wir zurück. Und so war das dann auch. Das heißt, seit den 1999er Jahren haben die Glaseln original 3 Wirtshäuser, wo es auch in Verwendung war. Also wir haben die dort wirklich verwendet. Ne? Also, die haben das überlegt. Und jetzt, da ist bei unserem tollen Geschirrspüler. Sie sind nicht personalisiert, die da. Das ist deins, ist hier. Ja, so ja, ja. Und jetzt ist uns bei meinem Geschirrspüler, da seht ihr da so, da seht ihr es. Ja. Leider. Da herum ist ausgesprungen. Und das ist leider wirklich scharf. Das ist scharf. Verdammt scharf. Das ist scharf. Und jetzt ist es so, dass wir uns heute quasi davon verabschieden, aber nur prophylaktisch, weil Patrick wird es probieren schleifen. Den Rand schön beschleifen oben und ja. Es wird funktionieren. Wird es ist leibend. Es wird funktionieren. Wird es nichts, müssen wir uns verabschieden, aber wir wollten euch das sagen. 1999. Weil sonst hätte ich fast eine Idee, wo man die dann hingeben könnte ab Herbst. Aber das... In Glascontainer. Oder? Nein, wenn ich schaffe. Also, wo? Naja. In Otterkring meinst du? Ja. Schon nicht, dass wir uns dann hinmachen. Kommen sie wieder zurück, fast. Kommen sie wieder zurück. Denn ab Oktober spielen wir, zumindest wie die Wintermonate, zwar nicht mit der Zehnermarie, weil ich hoffe doch, dass das zustande kommt. Ja, nicht in der Zehnermarie, aber 3 Häuser weiter beim Stippert. Ab Oktober einmal im Monat bis März, April. Es wird wahrscheinlich ein Mittwoch sein oder ein Dienstag sein, aber schauen wir noch, das sind wir noch ein bisschen im Diskutieren, was gescheiter ist. Da schauen wir noch.
Und auf jeden Fall, das kommt dann hin. Ja, vielleicht geht man das dort testen. Ja, das war eigentlich auch interessant. Ne? Ist mir gerade nur so eingefallen, war halt vielleicht eine Möglichkeit, ja. Bei 9 Vierteljahrhundert her glitsche diesmal. Ja. Das ist eher Wahnsinn, gell? Ja. Ja, das ist. Ja. Dieses Klirren des Glases hatte ich vor einigen Jahren mal als Zeichen, dass der Download vollständig ist. Erinnert mich immer dran, wenn ich das mache. Die große Download ist. Da warte, Patrick, haben wir so einen Download rein? Wobei beim Download, was tun wir, müssen es eigentlich nachher klingen. Nachher klingen, ne? Was ausdrücken musst. Aber ja. Weißt du. Zum Eingrund der Weine. Solche Glasern brauchen es bei der Bierklinik, die dünnen heute beim Transport immer zusammen. Jawohl. 99 da habe ich viel Fünfer Hamster aus der Schule damals. Nein, 99 war ich schon draußen. 1994 habe ich maturiert. Es war ich gerade noch mehr Mal die anderen. Ja, da warst du noch. War ich gerade noch. Da warst du noch, ja. Nein, ich hab dann das Studentenleben begonnen, sprich. Das wahre Lotterleben begangen, muss ich ehrlich sagen. Bummelnder Student. Ich war wirklich ein verbummelter Student. Also ich habe das dann, wie dann damals da das fertig studiert habe, also fertig wie da das Volkskunde studiert habe. Und da hat man ja so Wahlpflichtfächer und da habe ich geschaut, vielleicht habe ich noch irgendwelche Zeugnisse von früher, wobei ich mir gedacht habe, was soll für Zeugnisse haben, ich habe nichts gemacht. Das Latinum oder gehabt? Latinum und dann, das muss man nicht angehen. Die Einführung, hast du Ja, Einführung, nein, ein paar Sachen, ja. Nein, aber die meisten habe ich noch von der BOKU. Römisches Recht, nicht? Oder nicht? Nein, römisches Recht habe ich. Hast du nicht gehabt? Eine Übung, glaube ich, also Seminar. Aber ich erinnere, da hat gelernt, römisches Recht. So ein Wölzer hat er gehabt, der Mittelhering. Da habe ich auf die Pudel gestellt, da hat es eine Fachel beim Weinstock. Da habe ich das Buch ins Fach reingelegt und bin mir ein paar Gespritze drum, bis ins Sperrstück, weil ich das Buch wieder rausgesagt habe und bin wieder heimgegangen. Ja, und Rechtsgeschichte war auch damals dabei, so Sachen, ja. Aber auf jeden Fall war ich dann verwundert, wie ich dann so geschaut habe, wie viel Zeugnis das ich gehabt habe. Also ich habe ein paar Zeugnisse gemacht. Ja, 5 Jahre, kommt schon was zusammen trotzdem. Ne? Ja, aber mir hat es gewonnen. Ich hätte mich nicht so viel erinnert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so viel Zeugnis angeholt habe damals. Wirklich. Das war ein Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, wie auch immer. Aber das war in der Zeit ein bummelnder Student. Und da waren wir, und das war war eine schöne Zeit. 99, ja. 2000 haben wir ja dann auch gespielt am Grom, als Straßenmusikanten. 2000 war das, genau. 2000 war das, ja. Da war ich. Habe ich gearbeitet in der Hofburg, in der Ottergringer Brauerei gearbeitet und nebenbei habe ich am Grom gespielt. Ja. Wir zwei. Ja, ich war an sich nur in der Mensa und im Sommer halt nicht. Da habe ich auch gespielt und war im Wirtshaus. Also ich war sowas von einer Flasche als Student ist unpackbar. Aber nicht im Leben, muss man sagen. Also das, nein, muss man ehrlich auch nicht. Nein, im Leben nicht. Nein, ich also, habe schon was gemacht, auch, aber das, nein. Schon der Matthias Mariacher fragt, Schleifen, vielleicht kann man es mit einer Lötlampe glätten. Was sagen die anwesenden Glastechniker? Das hat der Patrick als allererster gesagt. Ich weiß, wie man sowas reparieren kann, wenn man, dann müsste man das ganze Glas vorher vorheizen. Das sollte man aber temperiert machen. Ich habe einen Glasbläser mehrere gekannt. Also ich war in der Chemie HTL und als Chemiker kannte man damals ja noch wirklich Glasbläser, weil die hat man braucht. Weil damals, wir haben noch titriert und so weiter, wirklich alles händisch und so. Und da ging öfters was zu Bruch, das man aber wieder günstiger reparieren konnte, als wenn man das neu kaufen hat. Jetzt das Ganze. Ja, ich meine, es sind ja, es ist trotzdem, weil es ja Pressglas ist. Es ist ein Pressglas und das ist ein bisschen hakelig. Nicht? Aber trotzdem, dass es so lange überlebt hat, das ist wie ein Gastro. Ich meine, da ist ja unzählige Male, an denen Gastrospüler drin stand und alles. Das ist ja wirklich unglaublich. Nicht? Aber der Matthias Mariacher, ein Aufmerksamer, ja, in der Tat. Ja, der Raffi ist da und alles dann. Das ist eine goldene Hochzeit. Nein, diese Bubbles, goldene Hochzeit war die 50 Jahre. Ja. 25 war Silber und die haben wir ja schon gehabt. Wir haben nächstes Jahr als 30-Jährige. Das ist ja aus den 99er Jahren, da haben wir ja schon gespielt in 5 Jahren. Ja. Da waren wir ja schon mehr. Da haben wir schon mehr als 30er da gehabt, mein Lieber. Warte mal, 97 warte mal, wann haben wir 94, ja. 94, das weiß ich deswegen, weil ich 94 maturiert habe und 17 Jahre. Gleichzeitig sind wir spielen gegangen. Ja. Tja. Das war so, ja. Habe ich dürfen. Da war es Frage, ich werde mit dem Bezirksvorsteher reden, er soll ich engagieren. Jawohl, Thomas Faber. Ja, Christoph Fager, genau, 94 war mit der Volksschule fertig. Da gibt es ja den Witz, wo man sagt, naja, ich habe
in der Volksschule habe ich ja ein Jahr Pause gemacht. Weil da war ich beim Bundesheer. Das ist ein Blödsinn. Nicht? Je öfter man wiederholt, desto mehr Zeit sagt man. Ja, in der Schule, ich habe noch die 5. Klasse wiederholt. Aber da habe ich Gitarre gelernt. Also das war mein erfolgreichstes Schuljahr in Wahrheit, nachhinein gesehen. Und Uni, da habe ich nichts wiederholt, weil in der Uni war ich einfach, das hat mich nicht, also das war, ich war halt, ich war das, auf was ich heute schimpfe. Du warst eigentlich, nein, du warst aber... Die Jugendlichen, die nichts tun aus ihrem Leben, die machen nichts. Na, gut, ich habe Musik gemacht natürlich, ja. Und ich habe schon kakelt, aber ich bin immer kakelt, weil ich Geld verdient habe und nicht das, was mir irgendwie beruflich was bringt, sondern dort, wo ich am meisten verdiene halt. Ne? Druckerei, Pflasterstahlfabrik, Nachthotel, also Nachtpartie in einem Hotel, Nachthotel. Aber weißt du, aber als Student, weil mörderische Flaschen, das überhaupt nicht, das System schon nicht verstanden, wie das geht. Aber die Mensa habe ich sofort gefunden, das habe ich gleich heraus gehabt. Und wie gesagt, deswegen war ich dann wirklich überrascht, wie viel Zeugnis das ich eigentlich heimgebracht habe. Wirklich überrascht. So, jetzt müssen wir spielen. Ja. Während der studiert hat, gut, du hast dann schon gearbeitet, muss ich sagen, du warst als Vermögensberater und als Wirtschaftstrainer und Seminartrainer und war selbstständig. hast die Ausbildung aber auch gemacht dazu. Natürlich, schon was gemacht. Das war ja alles, das war ja alles, also, das war nicht so. Das war ja alles halt eigentlich ja, wichtiger als Studieren, nicht? Aber das Studieren war irgendwie so, man muss was studieren. Aber das was ich dachte, man kann auch ohne Studium was werden. Ja. Und jetzt im Endeffekt hat er ja sogar ein Studium. Ja, stimmt. Also das ist eigentlich, das ist so, spielt das Leben. Zum Bachelor hat es gereicht. Und ich meine vor allem europäische Ethnologie, ich meine, da stellt man sich ja was vor. Na, was heißt? Na, was heißt? Da ist das nichts, ne? Ja, eigentlich, ja. Aber mit Freude immer Musik. Alexander Küpferling. Studiengang Mensa, ja, kannst du wirklich sagen. Mit Dr. Menz habe ich gleich gehabt. Den kriegst du am 100. gespritzten. Das habe ich gehabt, da war noch nicht einmal die Einführungsphase vorbei. Dabei wurde er nicht einmal gut in der Mensa. Ja, das spricht natürlich gut durch. Natürlich, das war wichtig damals. Was du weißt. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all my love is in vain. Anna muss immer verlieren. Oh, mein Leben lang das Bummen, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin.
3, 4. Sag mir, so sitzt ein König in Holzschmied und ich geh dazu. Für die war ich sowieso aber eh nur ein depperter Bub. Spart die Tränen, die Augen Schänen, die wirken wunderbar. Geht zurück zu deinem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Auf Englisch? Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sag mir, so sieht's ein König, die Haarschmieren und ich geh dazu. Für die war ich sowieso, aber eh nur ein depperter Bub. Spart die Tränen, die Augen Schänen, die liegen wunderbar. Geht zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Geschrieben, Mama, ich bitte dich, schau an. Ich bin's, der Boy, der Mut. Wirf mir den Schlüssel da an. Hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen, nur wie's die anderen wollen. Das geht, ja, wie mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh sag's dem von der Welt, weil mir sonst eine schmiert. Großen Kinder, wir wohnen in der Gasse, 3 Kinder. Der Karl, der Franzl und ich. Wir waren in Neuenbisser und Schwinder. Eine unheimlich klasse Partie. Mit die Bäumen, mit die Stollen und die Radeln. Und wir drehen niemals verspürt. Auf den Stoß, auf die Rose und die Madel. Da wollen wir drei immer wieder wild. Ja, so war das bei uns, großen Kinder. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr von uns drei. Manchmal träum ich von Franz und von Karl. Und ich will auf in der Nacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Wie wir kleine Kinder waren, vom Ort steht allein. Da war für uns die größte Freude, ein Haus da, eine Leiterei. Der Hausmeister ist rausgegrenzt, erwischt, und er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da, vis-à-vis. Kickerlpartie, wo das höchste
mich. Leider kennst so Freude nur als Kleiner. Ein Kleckerl-Petit, der was leid, der war ich. Du, wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfe gekriegt, es war mir die Garde wert, es war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war das nie. Der Hausmeister, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerl-Partie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. Es ist euer Professor. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfe gekriegt, das war mir die Garde wert. Ja, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war das nie. Der Hausmeister wird, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerl-Partie. Der was leid, der war ich. Du, wenn's groß bist, ist alles dein. Du, wenn's groß bist, ist alles dein. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit mancher Hand so manches abgewöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt? Du. Wer hat mir jemals mehr geben wie nur du? Wer hat mir recht auf mein Leben, kann nicht du? Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler und der Grund dafür bist du. Also, hier. Ja, hoppala. Die Konzentration. Gar nicht. Wer hat mit zarter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt? Du. Wer hat mir jemals mehr geben wie nur du? Wer hat mir recht auf mein Leben, kann nicht du? Hab ein bisschen Geduld mit mir
sei nicht böse auf mich, Alte. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Ein mörderisches Mädel. Aber das ist eigentlich super, ne? Jeder hat so seine Fehler und der Grund dafür bist du. Das ist nicht. Ein freudscher Versprecher. So schnell kann man aus einem Liebeslied eigentlich wirklich ein neues Gegenteil machen. Das ist schon. Oh, schau. Ein kleiner Umdraher. Was? Der Wurst und der kleine Umdraher. Das machen wir so, ja. Wahnsinn. Ja. Der Ackerl macht quasi ein Parallelshowing und gibt da die Infos weiter. Ich verstehe. Da schaut die Achtler von einer Wand. Facciamoto ist am Start, Weltklasse. Aus Spanien! Servus! Facciamoto aus Spanien. Das bekam ich mit. Ja. Heute, ja. Na, sehr leibend, sehr leibend. Mit spanischem Auf Rotwein. Facebook und sonstigen. Einmalig. 227 oder war es doch eine andere Nummer? Nein, ich glaube 227. Super Deluxe Medley, sagt der Markus Bestonik. Die Mega hat ja zwei Lieder. Spanien ist es groß. Wo genau? Ja, genau. Gleich werden es hier mehr Zuschauer. Ja, genau, bei 0:1 für Estland. Die Burkina, sagt man, oder Burkina. Oder wie sagt man das? Burkina geschrieben. Andalusien. Müssen wir die Uschi fragen jetzt, Ja, ne? ja. Aber das ist ja da, nicht? Ja. Burkina. Ich sag Burkina. Das hat so was animalisch-spanisches. Burkina. Das klingt wie ein Schinken, so ein Speck, so ein weißer Speck. So Lado-mäßig. Der berühmte Burkina-Speck. Multiviewing-fähig ich bin. Jawohl, Christoph Acker, das wissen wir. So, naja, pass auf, aber das war jetzt schon ganz so schöner, anstrengender, so ein Mädel. Wirklich Deluxe. Muss ich sagen, wirklich Deluxe. Völlig fertig eigentlich. Jetzt bin ich müde. Ich muss schlafen gehen. Trinke mal einen Schluck. So, Freunde, pass auf, wir haben folgende Situation. Wir haben, warte mal einen Schluck. Du bist du 2 Achteln für was, Herr. Der Wahnsinn. Naja, Ich nuckel hier. Ich muss ja schauen, dass er wegkommt, ne? Ja. Das stimmt. Meine Mitreisende wünscht sich den Herrgott Star. Ja, den machen wir aber. Ja, machen wir doch. Machen wir gleich. Herrgott Star mit seinem Racing-Killer auch wieder gespielt. Ich wollte jetzt schon sagen, der tosenden Applaus, aber es waren die Leute natürlich ruhig, wenn wir gespielt haben. Aber ja. Herrgott Star, machen wir glatt für die Mitreisenden. Jawohl. Facciamoto in Andalusien, Burkina. Olmersdorf, genau. Burgersdorf in Andalusien. Oder. Nein, das war der Burgersdorf bei Antalya. Das, man kann sich da so vertun. Europa ist ja groß, Weltklasse. Andalusien. Also den Herrgott Star schicken wir jetzt mit besten Grüßen nach Andalusien. Und auf geht's. In Ottergring raus, in ein uralten Haus, In einen Hof in der Speckbacher Gossen. da ist gelernt ganz verstaubt, seiner Ziele beraubt. Ein Herrgott Star ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Gitarre unter meine Stollen. Denn die größeren wollen wollen auf die Stollen wie den Ohren. Das Gitarre hätten sie mir gestohlen. Herrgott Star, du mir allein, hast du als Bibel verstanden. Du
hast deinen Besitz immer beschützt, bist der Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint oder mich an dich gelernt, dein Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Ottergring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, alles alte zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott, schau, ich glaub, wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich dreh die Hand und bieg dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott, aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Jawohl. Karl, Herrgott, da Stahl. Oliver Karl. Karl. Einmal die Achtel fahren. Danke euch, die Achteln fallen da rein. Das kann Das schaut auch wieder mir doch bloß ein spanisches Wienerlied einfallen, ja genau. Ackerl. Das nächste Mal wieder live. Die Achtel fahren. Die Achtel die fahren. Achteln fallen rein, das ist großartig. Freut mich, wenn es euch gefällt. So, jetzt haben wir folgende Geschichte. Haben wir mal einen Schluck. Jetzt haben wir einen Schluck nehmen, weil wir sind ja keine Veganen-Sendung. Was hast du? Was suchst du? Was brauchst du? Was suchst du? Schon wieder hin alles, ne? Oh, ich sehe, ich muss einen Strom. Muss man anstecken, ja, sonst habe ich verliere einen kompletten Soft vom Handy. Dann kann ich nach der Sendung nicht mehr TikToken. Was funktioniert? Geht nicht. Wieso? Jetzt liegt der Rudi noch draußen am Ottergring Friedhof, ja? Ja, am 24. Das ist jetzt auch, der ist am 5. Ich weiß gar nicht. Aber ich war tatsächlich, ich war sogar dabei beim Begräbnis, ja. 24. oder 25. März. Ja. Weil von der Elisabeth unbedingt da auf Facebook gesehen war ein Posting nämlich. Darum, also Ja. War ein mörderisches Begräbnis, war echt viel los. Ja. Zipfeler Weinrich hat gespielt. Zipfel hat gespielt, ja. Ja, ein mächtiges Begräbnis, ja. Kann man Ihnen. Eins da von den Wienerliedgrößen wäre ich der einzige, wo ich war, glaube ich. Beim Kirkurtl war ich auch. Beim Kurti war ich auch. Ich glaube, da war ich krank, glaube ich. Da warst du, glaube ich, krank. Da war irgendwas, weil da war ich auch gegangen, ja. Beim Kurti war ich auch, klar. Oder war ich eh? Nein. Oder freilich war ich beim Kurti, ja. Oder erst die Waschel. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, bin ich so deppert? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich war krank oder irgendwas. Weil da wollte ich nicht gehen. Ja. Na, wie auch immer. Begräbnis leider in der Lockdown-Zeit. Was? Achso, der Gierkurtl war in der Lockdown-Zeit. Ja, das stimmt. Bitte einmal einen Rauchsaft fürs Handy. Ach so, ist ja kein Brennwein. Ja, genau. Bravo. So, aber jetzt kommen wir zu unserem Problem. Der Patrick hat sich... Ich habe mir was bestellt auch, ja. So, warte mal, pass auf, ich muss kurz erzählen. Die Daniela Schlögl. Daniela Schlögl schickt was. Ich habe mich schon gefragt, wo ist die Daniela Schlögl? Und im Idealfall kommt da jetzt eine... Die wird beim Druidenseminar sein, wahrscheinlich. Am Wochenende war wieder Shooting Time.
Also dann. Jawohl. Jawohl. Die Fiete. Ah, da hinten. Hast du das? Ja, warte mal. Dann ist es so viel zu spät, aber dennoch. Jawohl. Na, alles, ich hab schon geglaubt, was du Hauptsache bist. Dame, lieber nicht. So schaut's aus. Schon geglaubt, was du bist. Na Gott sei Dank. Die Principessa ist wieder in sein Haus. So, aber das muss ich umschicken. So, Patrick, jetzt kannst du erzählen. So, das schicke ich dir. Ja, ich habe mir ja was bestellt auch, nicht? Bei uns im Shop. Aber leider habe ich mich mit der Größe verschätzt. Nein, du hast dich nicht verschätzt. Nein, ich habe mich nicht verschätzt. Nein. Das ist nämlich die Misere in der ganzen Geschichte. Der Patrick hat Ich habe mir einen Hoodie bestellt. ja, damit wenigstens wer was kauft. Wer was kauft, ne? Das ist Blödsinn. Hat sich diesen Hoodie bestellt, ne? Den ich auch habe. Ja. Ne, da Ich von habe Hand. mir bestellt in der Größe 2XL, also XXL. Ich sag, steht auch drinnen. Wie alles andere ist so von mir, steht auch drinnen. Steht auch drinnen, 2XL. Und probieren daheim und denke mir, ja, schau aus wie ein Mischleimandel, wenn ich den anziehe. Nicht? Also Das ist sehr, sehr klein, das kann kein XXL sein. Da habe ich mir erst mal gedacht, vielleicht kleiner geschnitten, was ist? Heute vergleichen wir das mit deinem Hoodie, der Größe XL Genau. ist. Also immer XL, weil ich bin wir- ja zweiter wieder. Wir haben es übereinander gelegt, das ist genau die gleiche Größe. Ist exakt gleich. Exakt gleich. Also das ist, ich habe das jetzt mal so betitelt, dass der einfach falsch gelabelt worden ist. ich vermute auch. Und ja. jetzt haben wir da einen Hoodie, Einen wo neuen. drin steht 2XL, aber er ist XL. Also er passt dem Patrick wie ein normaler Pullover ihm passen würde. Als Hoodie ist mir das Als Hoodie passt es nicht. Mir passt der sehr gut. Und den haben wir jetzt da. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn ich den einer haben, ich weiß, was kostet der im Shop? Ich glaube über 70 Euro oder was, glaube ich. Ja? Ich weiß nicht, der war nicht billig. Das ist nicht billig, das ist nicht billig. Aber ist aber Baumwolle, glaube ich 100% Baumwolle. Der. Ja. Wirklich ein Leibender, Ja. ich trage meinen wirklich gern, aber jetzt zwei in grün, also so selbstverliebt bin ich auch nicht, dass ich zwei Hoodies brauche, zwei gleiche. Jetzt haben wir gedacht, was machen wir jetzt da? Jetzt habe ich mir gedacht, wir sagen einfach, wir sozusagen verlosen den jetzt an einen Pavla Giestinger. Und zwar hätte man gesagt, einfach zu einem freien Preis. Was meinst du, Patrick? Zu einem freien Preis? Ja, der erste, also wie gesagt, es steht 2X drinnen, es ist ein X. Also mir passt. Also wer ungefähr Unterscheidung hat, ich sage dem Patrick, ist er jetzt auch nicht zu eng, aber für einen Hoodie passt es Nein, halt nicht. das Das geht ein bisschen lockerer. Komplett anliegend. Und mir passt der, also ich habe den als Hoodie, also mir passt der gut, dass man sich das ungefähr einschätzen kann. Und ich habe mir gedacht, wer uns schickt auf diese Adresse büro@16erburm.at als erster ein E-Mail mit seiner Adresse, der kriegt den Hoodie zugeschickt und gegen sozusagen der also überweist uns halt dann einen Betrag nach seinem Nach seinem Ermessen. Genau. Ermessen und hat hoffentlich viel Freude drin. Und das ist auch noch eine, Bedingung ist nicht. Das hätte ich natürlich vorher sagen müssen, aber es würde uns dann freuen, wenn derjenige dann den Hoodie hat, dass es auch ein Foto gibt. Foto gibt davon. Das wird dann auch im Social Media Bereich voll verbraten. Natürlich. Also wäre ganz leibend. Man kann sich das nochmal anschauen auf unserer Shop-Seite. Einfach reinschauen. Und wie gesagt, der kostet, ich glaube, über 70 Euro. Ja, das Glaube ich. war nicht günstig. Und wirklich. jetzt haben wir den schon daheim liegen und ja, also quasi gegen einen freien Betrag ist halt XXL Slim Fit. Ja, genau. Das stimmt. Ja, sehr gut. Ja. Ja, dem Schule wird schon passen, ja, genau. Das glaube ich ja. Ja, auf einen Arm. Das ist der Fackel, ich würde ihn mir selber abholen. Geht das? Ja, du musst eine E-Mail Du schreiben. musst eine E-Mail schreiben. Schreib schon wieder eine E-Mail, Wenn du der Erste bist, dann. weil jetzt habe ich schon gesagt, wer ist erstes. Also es muss Ja. das erste E-Mail, das eintrudelt, aber natürlich selber abholen, ginge dann auch, wenn du der Erste warst. Aber dir könnte der passen eigentlich, ja, Ackerl. Glaub schon, gell? Ja. Ackerl könnte der passen. Könnte passen, ja. Wenn Schau. er dir passt, ja, das geht sich aus. Alexander Hauser. Nächste Woche Donnerstag Kohlenbergerdorf Taschler. Ja, Weltklasse. Super, Alexander Hauser. Nächste Freu Woche mich. nicht, übernächste Nein, Woche. übernächste Woche. Ja, genau. Übernächste Woche, weil nächste Woche ist die Die K-Woche K-Woche. und in der K-Woche lassen wir es immer, dafür sind wir eine Woche später. Richtig, Woche später. Ganz gut, ja, gut, dass wir Immer, das, ja. Gut, dass du aufpasst, ja. So, also das hätten wir geklärt und wir freuen uns eben über einen, wie sagt man da? Ja.
quasi ein Pullover-Schmattes. Ja, hat es eine. Ja, weil wie gesagt, was soll ich sonst machen? Hoppala. Apropos Schmattes, schau, das kann ich gleich blenden lassen. Wer für die Musik einen kleinen Beitrag in den Hut reinschmeißen möchte, der möge das auch tun. In dem Fall halt online, virtuell der Hut, daher über PayPal oder Überweisung oder über einen Superchat im Chat, wenn es wer weiß, wie es geht. Und ja, das ist eine Möglichkeit. Haut's was rein. Bitte, haut's an Gerstl. Einen Obolus rein. Wir spielen jetzt so wenig. Ja. Wird Zeit, dass es wieder angeht. Zeit, dass es wieder angeht. Das ist wirklich traurig. Im April ist es so. April geht schon ein bisschen. Ja. Aber das war ja normal, also die letzte, also vor Corona war tatsächlich, also fast, der Mai und das Jahr war war fast nicht ausgebucht, aber viel. Ja. Ein Drittel weniger Ja. vom Ding, muss ich sagen. Ja, ist so. Ja. Was ist da? Hagelgassen, da siehst du das, wegen dem Foto scheitert die ganze Sache. Nein. Na gut, man muss ja nicht sein Gesicht zeigen, zwangsläufig. Man muss ja dann kreativer sein. Da muss man dann kreativer sein. Ja, das, ein bisschen was müssen wir schon abverlangen. Unsere Weltklasse Pavlacisti. Wie komme ich auf Aplacisti? Weiß ich nicht. Übernächste Woche bin ich auch dabei, richtig Maggie Pimperton. Im April ist die Maggie dabei beim Taschler und ja, das war super. Da haben wir wieder Pavlacisti treffen, das Sonderklasse haben wir wieder ein paar kommen. Ostermontag auch ein Pavlatschen, fragt all mein Staff. Patrick? Gib eine Antwort. Natürlich, oder? Sicher. Montag Bereich hier. Ihr habt am Montag um 14 Uhr das große Familientreffen. Hindert mich aber daran nicht, nachher dann hier um 7 Uhr vom Familientreffen abzurauschen und dann hierher zu kommen. Wo hast du denn das Familientreffen? In Staats, das ist bei Landerteier. In Landerteier? In Staats, das ist der Gerhard, ne? Der andere Bruder von der Lisi. Einer in Schrattenberg und die anderen sind in Staats und die sind jetzt drauf. Da bin ich in Staats. Ich bekam soeben um 21.26 Uhr eine E-Mail. Ja, von? Rudolf Korbes schreibt 60 Euro. Ja, bitte, Rudi. Bitte, ich meine, ich kann das nicht, die anderen E-Mails werde ich nicht interessieren, aber dass ich nicht lüge, dass ich nicht sichten muss. Nein, nie sieht man, gar nicht sieht man. Sieht man immer weniger. Man sieht nur dein Gesicht. Auf dein Gesicht steht der Scharf. Steht der Scharf, das ist ja ein Problem. Ja, aber jedenfalls, es müssen wir glauben. 21.26 Uhr. Das heißt, Rudi Korbes, das heißt aber theoretisch nächster Taschler, weil das ist ja nicht der erste, ne? Da müsst ihr verteidigen. Christoph Acker um 21.07 Uhr, das muss man direkt einen Screenshot machen, muss ich ihm schicken, sonst glaubt er mir es nicht. Der Christoph ist um 1 Minute nach dem Rudolfo. Christoph Acker. Leider, aber. Screenshot, so. 21.27 Uhr, 1 Minuten später. Ja, aber da, ich halte mich an die Regel, ich bin fair. Ja, unbedingt, wenn es eine Regel. Aber, ja, für den Ackerl hätte man einen Trostpreis. Trostpreis? Er kriegt den 16 beim Glas. Er kriegt das Glas. Na, tut mir leid. Ja, Seid jetzt jeden zweiten Donnerstag in Taschen? Nein, Rudi Korbes, das ist nur jetzt im April. Und ich glaube dann im September nur mehr. Also es sind immer noch Ausnahmen. Ja, Patrick hebt den Finger. Wildcat, da muss ich mal sogar einen Schluck. Shiba Dogs saying hey you, greeting joyfully. 5 Euro von Ein Schluck, das schenke ich mir ein. Weltklasse, danke der Weike, kriegst ein Glas Schäberer. Danke der Schi. Für deinen Schmattes. Ui, Franz Brandwein, schau, E-Mail ist raus. Nein, zu spät. Platzischer ist er wieder mal. Mir geht mir was sagt, Agelgastik, alter Schwede. Samstag haben wir uns von Gerhard Bolt und die Weltbrüder angesehen. Sehr empfehlenswert, absolut Top-Musiker, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Man kann es für ein Foto einmalig seinem Schweindal anziehen. Nur zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Christoph Acker, gratuliere Rudi, ich dachte freier Betrag 1 Euro. Den Screenshot schicke ich euch beiden dann. So, also pass auf, Rudi Korbes kommt zum Taschler. Jawohl. Patrick, Nimm ihn gleich wieder mit. nimmst du dann gleich wieder mit? Ich geb den sofort in Verwahrung wieder. Jawohl. Das ist jetzt deiner, Ja. nicht meiner. Sagen wir ja, das wird ja. Ski haben. Ja. Ich hoffe. Wird schon sein. Er hat Neicher gerochen. Bravo Rudi, herzliche Gratulation. Leider, Ackerl, Franz Brandwein auch, leider. E-Mail ist raus. Aber wir werden schauen. Aber wir können das natürlich, wir können eins schon machen. Das ist aber, das könnte man jetzt wirklich nur als Ausnahme machen.
dass man nämlich zum Beispiel für den Ackerl und für den Franz Brandwein, zum Beispiel. Markus Volker oder am 21.27 Uhr? Markus Volker, na geh. Sicher gerade, ja. Na geh. Jetzt Jetzt an jeden von uns. sicher es gerade. Nein, jetzt ist gerade die E-Mail-Nummer. Was hast du denn mal anbestellt? Weißt du, da fängt es ja auch wieder an. Naja, Ja. Zeiten wie diesen nicht. Was soll ich machen? Dann kaufe ich mir halt ein Leiberl im Shop. Ja. Nein, Franz Brandwein, wir können naja, ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Weißt du, dass wir das nämlich bestellen? Zu uns quasi. Das machen wir jetzt wirklich, obwohl es jetzt live und öffentlich ist, und das machen wir wirklich eigentlich nicht gern und nicht, weil es wirklich ein blöder Aufwand ist und alles, aber dass wir das quasi auf uns bestellen und dann ja zum Beispiel beim Taschler das übergeben können. Ja, das kann man machen bei einem Hundi, ja, für 2 Leute. Jetzt große Bestellungen wollen wir da nicht, weil sonst hätten wir da ausliefern, aber man würde sich dann zumindest wie heißt das, die in großen Stile die Versandgebühren. Also, habe ich nicht gewusst, was du weil ich halt schwadroniert habe. Nicht? Schwadronier. War dir nicht klar, was ich aussehen will. Ne? Aber auf jeden Fall, schauen wir mal, vielleicht können wir da irgendwie zusammenkommen, auch Christoph Acker. Nachdem wir uns da öfters dann sehen beim Taschler, könnte man da schon mal reden. Aber das bitte wirklich nicht als Angebot zu nehmen. Nein, wirklich nicht. Sonst kommen wir nämlich erst wieder. Ja, und das ist wirklich dann Aufwand, bis es da ist. Und dann ist es der Taschen einmal im Monat. Na gut, jetzt hast du jetzt es geliefert, liegt es wieder bei mir dann. Der Patrick vergisst es wieder dann einmal. Nicht? Da bist du es gewandt, das ist 4 Monate später, da sind die Motten um schon Löcher reingefressen. Ja, und wir haben es gezahlt und kein Geld mehr und nichts und alles schier, alles traurig. Also daher. Alles traurig. Ja. Aber wie gesagt, das, grundsätzlich können wir da schon einmal was werden. Markus Volker, da hilft das halt nichts. Ja, das müssen wir dann auch wieder nach um Deutschland 21.26 Uhr war der Rudi Korbes, Ja. Markus Volker und Christoph Acker um 21.27 Uhr und der Christian um 21.28 Uhr. Ja. Hat der Franz Brandwein, hast du schon das Mail von Franz Brandwein? Ja, Christian, also. Achso, ja. Pardon, Genau. jetzt Ja, hat Naja. ja, stimmt schon. In 1 bis 2 Wochen bin ich beim Bier noch in Kakran, da geht sich hoffentlich ein Kaffee aus. Ja, Christoph Acker musst du melden, weil die Wochen bin ich dann schon wieder draußen bei mir in den Kirchen. Respektive in der Klause. Macht seine Bestellung einmal Versandkosten? Was meinst du, Ackelgastig? Macht's eine Bestellung einmal Versandkosten? Weiß ich jetzt nicht, was du Weiß meinst. ich jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, aber frag nochmal, aber ich muss leider einen Stock hängen kurz. Patrick, du müsstest eigentlich zu deinem Ersatzinstrument, also Ersatzinstrument. zu deinem Zweitinstrument, ja. ja. Entschuldigung, ne? Ersatz. Zur Dinkelschrotmühle. Die steht auf dem Beiweg. Das ist unglaublich. Bitte, den hast du nicht weg. Ich hole mein Zweitinstrument. Ja. Wie Name? Ah ja, die Meg ist ja da, ja. Gründonnerstag, 12 Tage in Wien, ja. Na, ich bin dann wieder am nächsten Montag erst wieder da. Müssen wir schauen, aber wie es ausgeht. Also auf jeden Fall Ackerl immer melden, mehr ist, dass ich nicht da bin, kann nicht passieren, aber es ist ja derzeit so, dass ich sehr viel dann draußen bin, oder nicht in Wien bin, sagen wir es so. So, Patrick, du bist bereit, du musst mich die Leute unterhalten. Selbstverständlich weil ich muss einen bereit. Stock Natürlich. legen. Gehen wir. Gefallen Verzug! Gefallen Verzug! Gehen wir. Jawohl.
Jawohl, so schaut's aus. Endlich auch einmal wieder dieses Instrument in Betrieb genommen. Sehr schön. Ist ja kein Fehler. Macht Spaß. Nein, ist absolut kein Fehler nicht. Ja. Achteln von eine, echt gefällt's, meine Lieben. Unbedingt. Ja. Jetzt bin ich außer Atem. Was rennst du denn so heißt? Ich bin bereit. Ich wollte dich schon nicht da allein lassen. Hallo, du bist ein höflicher Mensch. Ich weiß, sehr freundlich, sehr freundlich. So, Wahnsinn. Darsteller der Official Wirt auf die 16er Buben. Richtig Allmeister. Gemeinschaftsbestellung. Einmal Versandkosten. Das haben wir schon, ich weiß nicht, was... Ja, wie gesagt, Agelgassig, das, wie soll ich sagen, das kennt, also ihr könnt euch auch reden untereinander. Das ist mit uns jetzt dann wirklich schwierig, weil es einfach, ja, wie soll ich sagen? Dann muss ich das ist genau der Grund, warum wir das ausgelagert haben. Eben. Nämlich, weil sonst mache ich erst wieder alles ich und das Eben, ist dann ja. noch komplizierter als überhaupt. Weil das kommt dann natürlich, und dann haben wir das liegen, nicht? Daheim, also der Patrick in erster Linie. Genau. Das ist aber im Weihviertel, das heißt, wir müssen es irgendwie nach Wien bringen. Und ich muss das dann mitnehmen, ich muss das vor allem lagern in der Zwischenzeit. Ich habe zwar ein Haus, aber so Ja. groß ist es dann auch wieder nicht. Und ich meine, Das- ja, und ich hab eh und vielleicht die das waren, ganzen CDs in rauer Menge liegen und, Ja, eben, und der Regel. Die Tonanlage ist bei mir und. es waren dann auch nicht viele Leute, vielleicht, aber eben, wie gesagt, Ja. das wollen wir uns jetzt nicht nochmal aufhalten, schlicht und Darum einfach. haben wir es ja so gemacht. Ne? Aber natürlich, wenn man sich untereinander zusammentut, Das ist ja ne? kein Problem. Ja. Dass man sagt, jetzt pass auf, Ackerl, keine Ahnung, also man sagt, pass auf, wir sind eher aus dem Wiener Raum oder wir sind aus einem gewissen Raum oder wir treffen uns irgendwann ausgemacht, irgendwo zum Beispiel, wenn wir wo spielen und ihr sagt untereinander, na klar, dann kannst du natürlich einen Haufen Versandkosten da sparen, ja, das ist schon richtig. Nur wie gesagt, bitte nicht besser, wir werden das nicht machen. Wir können das machen, eben zum Beispiel der Ackerl, aber den, jetzt ich sage mal, der Ackerl kommt fast immer, eigentlich immer zum Taschler, ja genau. der ist immer da beim Taschler und dazwischen sehen wir uns oder hören wir uns zumindest oft schon. Also da ist jetzt sozusagen jetzt schon eine Freundschaft im Sinne auch, dass man uns durchaus kommt. Außerdem ist er der oft beim Louis, ne? Beim Motorradchef, das das Eck von Österreich. mir, nicht? Da kommt auf einen Café vorbei und das heißt, da ist jetzt eher Bestand. Deswegen habe ich das jetzt auch so offen gesagt, aber ich würde das nicht gern machen, jetzt wirklich für mehrere. Nicht, weil ich es euch nicht gönne oder alles, sondern weil wir einfach mit dem nichts zu tun haben wollen, weil deswegen haben wir es eben ausgelagert. Deswegen, das ist ein Murzergstuhl, eine Tuerei. Nicht? Daher, ja, bitte um Nachsicht diesbezüglich. Der Musiker und so Mege, da kannst du ja bei der Pavlatschen vorbeischauen. Ja, schon. Wann ist das? Ab Gründonnerstag ist in Wien. 12 Tage. Der wievielte ist das? Weißt du das dann, der Montag? Nein. Oh ja, warte mit der Gründonnerstag, das ist der 4. Gründonnerstag ist der 4. Nein, der 4. ist der Dienstag. Donnerstag ist der 6. Das würde bedeuten Der 10. Am 10. Ja. Ja, Da komme ich aus Staats. genau. Ja, schon, da haben wir dann Plusschrammel noch und Taschler. Das ist eine Woche. Das ist eine Woche voll Arbeit. Reg dich nicht auf, ich freue mich. Achso, ja, genau. Also, sei froh, dass wir so spielen haben. Ja, also müssen wir noch schauen, dass wir gehen. Ne? Vielleicht kommst du vorbei. Das war ja Hitz. War der Hitz, Das oder? war Theater. Ich muss was da, ich nehme da noch einen Schluck jetzt erst aber. Nicht. Klingt echt gut, das Ding. Man merkt, dass Patrick auch Freude hat, sie zu spielen. Ja, nein, ist nicht schlecht. Patrick ist Es ist geht. Also, ein bisschen. Ne? Die Leute haben zu wenig Geld. Ja. Ja. Sofort am Tausch. Die Mäge muss dann aber am Keyboard spielen, ja, das stimmt. Ja, Keyboard. Das ist ein Stage-Piano, was ich da habe. Das ist ja ein Klavier Das eigentlich. ist eigentlich ein Klavier und das muss man. Kann die Maggie gut. Ja, aber wie bringe ich das in die Kameraeinstellung für die Live-Ding? Nein, mit dem werden wir uns dann später noch beschäftigen. Nicht wahr?
alles gegangen, du könntest das Kleine, was du hast, da mitgegeben und da anhängen. Ich hab da keins mehr. Das Okay. Ja, ich hab schon ein Also kleines. das. Ja, Ja, nein, das schon. Das ist ganz toll. jetzt kommt's. Ich bin halt unsicher, ob die Maggie damit zufrieden wäre. Das ist halt. Es ist halt schon sehr, weil die beide Hände dann mit Begleitung links und rechts, weil die wird dann wieder ein bisschen eng werden. Ne? Ja, wenn irgendwas wird schon gehen, ne? Ja, mehr ist nicht. Aber zur Eingabe reicht es völlig aus. Also es ist ja so. Ja. Ist ja. Das habe ich mir gekauft, dass ich, wenn ich unterwegs bin, wann bin ich schon unterwegs? Also, da fängt es schon mal an. Aber dass ich dann die Noten eingeben kann. Weißt? Also nicht zum Spielen oder was, sondern für die Noten. Und dann bin ich aber drauf gekommen, ich bin viel schneller, wenn ich das mit der Maus mache, weil ich so lange brauche, bis ich check, welche Noten ich eingeben muss. Ich habe mir gedacht, da geht es schneller. Nicht? Ich habe mir gedacht, ja, weil ich schneller kintert. Das ist auch schneller geht, aber es geht nicht schnell. Daher geht es und dann habe ich außerdem ja noch nicht viele Noten geschrieben, auch nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich einfach nicht und deswegen mache ich es nicht. Vernachlässige ich das leider sehr. Ja, aber das wäre nicht, aber mit dem, das wird halt nichts bringen. Gell? Nein, das ist eher. Und das ist halt da vom Schuss, dann müssen die wieder alles umstellen, kameratechnisch. Jesus, Jesus, ich mach's nicht fertig. Ich mach's nicht, kannst du nicht arbeiten. Kannst du nicht arbeiten. Willst du nicht arbeiten. Die kann ihm gar nicht helfen, weil ich komme so zeitgerecht an den Tag sicher. Du warst ja Ü-Pferd. Natürlich, ja. Handwerklich nicht ungeschickt. Ich brauche keinen Handwerker, oder willst du gleich renovieren? Oder? Na, wenn ich mir das anschaue, wie das da drinnen steht, wenn man das irgendwo anders hinstellen muss, ist vielleicht gar nicht so ungut. Weißt? Das ist, was, das willst du das umstellen? Gewicht da, nicht? Also, nein. Ja, das ist schon ein Gewicht da. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Naja, gut, Naja. also Ja. das war jetzt schon wieder anstrengend. Die Leute haben zu wenig Geld. Belgi Bemberten schreibt, bin ja flexibel. Ja genau, ne, klar, nicht, dass du auf einmal spielst. Aber dann käme, das müssen die jetzt noch das müssen die da anhängen und dann entsprechend irgendwelche Software aufmachen, damit man was hört. Ich weiß nicht, ob man das nicht da anhängen kann direkt und über die Software, bereits über die installierten Sounds, die das Keyboard hat, dass man das extern ansteuern kann von einer zweiten Tastatur auch. Ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich, aber interessiert mich das? Ja, nein. Ja, auf dem du Klavier spielen, sonst nichts. Sie hat mehrere Eingänge sicher und Ausgänge und überhaupt vielleicht sogar einen optischen möglicherweise. Ja, hat's alles. Aber Ja, siehst du das, das? das interessiert mich Nüsse. Das muss irgendwo anhängen. Das ist mir. Ich bin schon zu da habe ich ein Pedalboard. Ein Pedalboard habe ich da. Ja, was Schönes. Ja, da alles super, aber das musst du ja alles irgendwie anstecken, umstecken, einschalten, alles extra einschalten, umschalten, draufdrucken, irgendwas einstellen, dort, dann beim nächsten, dann beim Ausgang, dann beim Verstärker. Alter, verstehst du, die geht dann in die Hand. Ich muss die Stimmen, zugegeben, das ist eine Herausforderung, aber dann habe ich ein Ruhenspiel drauf. Das ist einfach das. Das ist ja das. Leider hat es nicht gegeben. Deswegen stürzen sie sich auf verbilligte Hoodies. Ja, genau. Für die Mickey Maus süß und das darf schon fortgehen. Ja, geht das leibend. Das kleine, 2 Oktaveln, das Keyboard da links zwischen euch, zwischen davor oder weglassen. Wird dann aber eine trockene Sendung. Das ist ein Wahnsinn. Na gut, die Leute haben sich eine alte Nummer, uralte Nummer eigentlich, kann man sagen, aus den 20er Jahren. 1880. Oh, ich schon wieder verwechseln. Karl Lorenz 1880. Karl Lorenz natürlich, kann gar nicht sein. 1880, ja. 1880 und eigentlich absolut, bis auf ein paar Details, die einfach zeitlich waren, Gilt das nur immer. absolut aktuell. Ja, wenn man unser Wehr betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag und am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachhändel, ein guten Wein und auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut,
wie es zugeht dort drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Rieder gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht einfach so zusammen's Füllier. Von Buchhändlern ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, gefreut ist auf der Welt, ja, gefreut ist, die Leute haben zu wenig Geld. A Wenn noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stüben an, hernach der schon nicht vom Sonntagsgewand. Am Kipferland Zylinder dran, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester-Recker und Hosen gestellt, a Pfeffer hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammer nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut mal heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Giegel mit ein Drager Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefeln keine Absitz dran, das Gewandel vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sarg sind sie miteinander still. Zum Auftragen jedens Masel fällt, die Leute haben zu wenig Geld, ja, gefreut ist auf der Welt, ja, gefreut ist, die Leute haben zu wenig Geld. Karl, die Achteln von eine. Ein paar Kommentare sehe ich. Ja, hat sich seit 1880 nichts geändert, ja, das stimmt, da hast du recht. Jawohl. Titel beim Latschen, Maggie und die zwei Ministranten. Jawohl, wird ja. Du sagst Maggie und die zwei Pfarrer, war das? Das war was, habe ich die Ehre. Der Rudi Korbisch sagt, bravo mit der Brachteln. Ich danke dir schon. Das ist eine schöne Nummer, gefällt mir sehr. Und hat für mich sogar eine eigene Bewandtnis. Also nicht unbedingt nur diese Nummer, aber ganz jetzt vor. Das ist auf einer CD oben, Heine Grigutsch, Kurt Gierk und Wille Lehner, ja, begleitet von den jungen Wiener Spatzen, also vom Roland Sulzer und vom... Der Rudi war ja schon ein bisschen älter, der Sulzer Rudi war damals 26 genau, oder was. Roland Sulzer war ganz jung, heute auch eine Größe der Wiener Musikanten. Und der Rudi Koschelo eben damals auch noch sehr, noch trotzdem jung und alles. Und da gab es eben diese CD. Rudi muss 40 ist ja sowas damals ungefähr. Jetzt hat den 70er jetzt, ne? Ja, klar, wir sind 30 Jahre zusammen nächstes Jahr. Fast sogar vielleicht noch vor 40. Ja, ich hab's so vor. Ja, das wird schon so um die 40 wieder sein. Und zwar, ich glaube, die CD heißt ja, so waren unsere alten gewesen, wie hat die geheißen? Nein, das war eine andere. Die rote hat andere, die heißt anders. Und jetzt fällt es mir nicht ein. Wurscht. Es gibt vom Sachen, Heine Grigutsch, ich glaube, es gibt 3 CDs. Wo er mitwirkt. Er mitwirkt. Und eben die letzte. Die letzte, wo zwar die letzte, ja. Eben, ja, 93, 94. Kann sein, dass. Nein, da war ich schon aus dem Gymnasium. Das war gerade, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das muss in der Zeit. Relativ parallel alles. Also so zusammen ist da war eine sehr wichtige Zeit eigentlich. Absolut. Du hast da die Contra gekauft, die CD-Dings, wir uns dann kennengelernt und so. Das richtig. Sehr interessant. Und diese CD ist deswegen so wichtig für mich, weil die habe ich geschenkt gekriegt Weihnachten. Vielleicht finde ich das. Und das war die erste, und ich war mit Wienerlied zwar bekannt und vertraut und habe es sehr gemacht. Ich war aber überhaupt noch nicht vertraut mit den Interpreten und wem es da alle gibt. Also ich war da auch noch ein bisschen angewiesen auf die Standardgeschichten aller Peter Alexander und
Heinz Konrads und Hans Moser und Paul Hörberg und was so gegeben. Und wer halt da gespielt hat bei uns bei den Heirigen dort, die mich sehr berührt haben, aber da habe ich die Namen auch nicht so kennt und alles, aber das war halt alles super. Und das war die erste CD, die mich da wirklich mit dieser echten Wiener Volksmusik, dieser authentischen, dieser eben nicht, ich sage jetzt einmal, verkitschten oder romantisierten Wiener Volksmusik, da bist du hier halt am meisten noch abgewinnen habe können, weil die habe ich kennt. Das war irgendwie anders. Sondern wirklich mit der in Kontakt gebracht hat. Bist, ja. Und da war dieses Lied ist ganz am Anfang, ziemlich am Anfang von der Platten. Da für die Platten ist also die CDs haben mir auf und runter gerannt. Und das Lied war, weil der Krieg, das war ja ein Viech, körperlich auch. Und da hast du so richtig rausgehört. Wobei so als Mensch eigentlich, wenn du mit dem geht, das war gar kein Viech, aber. Nein, aber von was das war Traum, ne? Der Traum, ja. Und da war das so, ja, mach uns Weg betraucht. Und das habe ich so dermaßen im Mund. Und daher, und irgendwie, das war für mich dann so ein Inbegriff dessen. Ne? Deswegen halt, bitteschön, ist jetzt natürlich eine Geschichte, die mehr oder weniger interessant ist, aber. Muss ich gleich für mich nachliefern, ich weiß bereits, wie die CD heißt. Vierte Gotto, alte Zeit. Sofort gefunden, Ja. Dr. Google weiß alles. Kann ich sehr empfehlen, wird man sicher kriegen. Preiserrekord, schätze ich mal. Wird sicher noch haben und wann nicht, also man kriegt sicher. Volksliedwerk, Wiener Kriegt Volksliedwerk sicher, vielleicht. Also, aber Erich Zipp vielleicht, Ja. Marion Erich Zipp, Zipp, ja. Marion Zipp, Radio Wienerlied. aber da könnt's Kann man- schauen. Da könnt's Ja. schauen. Also wenn es wirklich mit dem gestandenen Wienerlied So, in Kontakt kommen, wo jetzt das jetzt nicht ganz verstaubt ist, also nicht ganz alt ist, sondern das eben Leute waren, die dann halt ja, bis in die 90er Jahre gelebt haben, sage ich jetzt einmal. Der Ja. Giergurtler immer erst vor 2-3 Jahren gestorben. Ja. Der 4 Wille Jahre. Lehner lebt sogar Der noch, Wille also der lebt ist noch, noch also sogar gut, also der ist ja noch voll im Saft sozusagen. Nicht? Ja, schon ein 70er. Naja, ist auch schon älter her, aber ist noch voll da. Kotschelrud ist noch da, ja. Ist noch da, aber das soll's auch. Also, aber das wäre eine CD, wo man sagt, da sind die Lieder drauf, die nicht grenzgerecht sind, sondern das ist die Das ist die echte bodenständige Wiener Volksmusik. Volksmusik. Das ist die echte Volksmusik. Eine Empfehlung für zwischendurch Ja. sozusagen. Ding, 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 ding. Ja, genau. Dong, ding. Die Kusche ist am Sonntag sitzt gut. Ganz genau. Da ist jetzt sitzt gut, weil, und da gibt es ja jetzt so im Rahmen von Wernheim eine wunderbare Veranstaltung. Dankeschön. Das Depot nicht mehr ein. Nein, der hat gar kein Depot. Oder? Was? Ein Wasser geht das mal noch einschenken. Ein Wasser, Bitte was? gerne. Nur für die Zuschauer. Das sehen das ja Wasser auch drin. Warte, ich stelle mir das ein bisschen näher. Ja, 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 danke. Das Glas hat so einen Hut dazu. Dankeschön. Ja, die Henkelglasel waren Ding, ja. Das kannst du weg. Da. Was ist damit? Dahin. Auf der Loch im Boden auch noch. Ja, das Bis zur Heizung durch den Estrich vielleicht. Das war Der Clip passt, der Gastig ab. Gluck, Gluck, Gluck. Ja, das war aber. Nein. Muss ich zuhalten dann. Nein. Ja, fest. Ein Gastiger Bär, ja, kann man sagen. Das war schon. Ein richtiger Bär, ja. Ja. Weiter, morgen geht's weiter nach Cabo de Gata. Schöne Woche, Faccia-Motto. Viel Beste Spaß Grüße noch. nach Spanien an euch alle. Super. Habt einen schönen Abend noch, schöne Zeit und kommt gesund wieder heim. Dickes Busel, Dankeschön, für euch. Leiwand. Leiwand, muss ich sagen, absolut Leiwand. Alexander Küpferling sagt Prost. Bravo, Alexander Küpferling. Weltklasse. Ja. Aber ja, ich erinnere mich, als der Sulzer noch jung war, die Megapempern. Ja, du warst in der Zeit auch dabei. Ja. Wolltest du mir noch ein Foto herzeigen? Ja, genau. Ja. Danke. Principessa. Lebt die Edith Kuschel Ich glaube, schon? die Mama lebt, glaube ich, noch. Ja, ich Glaub glaube schon, auch, wenn ja. ich es gehört. Die Fini ist gestorben letztes Jahr. Genau, Die Mama vom Fredi Gradinger. genau. Aber Aber na, die Edith. die Edith, glaube ich, lebt. Naja, Ja, na, da wüsste ich wüsste nichts, ne? Dass du nicht gestorben war. Ne? So, jetzt massiven Themenwechsel zur Principessa. Daniela Schlögl mit dem Marc, ich habe so genau wie es nicht gesehen, am Foto mit Max, war wieder bei einer Fotosession. Die Daniela wird einschreiben, von wem das Foto ist, damit man das sieht, dann schaut sich das an. Jawohl. Weltklasse, Daniela Schlögl, muss ich selber da schauen, jetzt wo sitzt denn? Da hinten, in der Mitte hinten links, glaube ich, nein, wo ist nicht Daniela? Oh ja, dort. Der Max links daneben
mit schwarz-gelben Haarl. Ich muss ja lachen, weißt, aber nicht über die Daniela. Man sieht jetzt nur das Bild, Patrick, man sieht nur das Bild. Ich muss Klasse, was ich weißt, mich verspottet er ja gerne. Man sieht nur das Bild, man hat jetzt nichts gesehen von der Kamera. Das ist ärger als ich. Du grinst in die Kamera hinein und redest irgendwann Blödsinn, während die Leute sehen ja nur das Foto. Das Foto. Ja, entschuldige. So, nochmal. Naja, aber es ist ja, ich sehe es ja nicht. Es ist jetzt groß, klar. Oh, Weltklasse. Weltklasse. Die Daniela muss eine schreiben. Natürlich. Von der Patrick hat es ja. Ja, ich habe das nicht gesehen, aber das, muss ich das dann da so anschauen. Sieht da man muss schon ich, wieder. Ja, so sitzt er da. Da muss ich da Mich reinschauen. verspottet er seit 5 Jahren. Naja, klar, bei dir schaut es ja deppert, bei mir schaut er das intelligent aus. Bei mir hat er das mit dem Bart und alles, weißt du, man jetzt ja, das kriegst du schon langsam, hast du auch schon einen Flaum, aber bei mir war das. Länger wird er nicht. Das war's? Sie wird schon wieder gestutzt, doch so bleibt er. Auf was wird der gestutzt? Ganz und gar nicht Der stutzen. bleibt immer so. Ja, So bleibt er? Die Länge. So, auf Flaum, auf. Das, also einfach nur dreckig im Gesicht sein, das war's. Da wird er schön ausgeschnitten und da weg und dass das nur da bleibt und das bleibt. Es ist genug, ja. Ja, lieb. Naja, man muss die Kinder lassen. Man muss die Kinder lassen. Das macht mich jugendlicher, habe ich gehört vom Barbier. Wirklich wahr? Ja. Naja, weißt du ja. Jugendlicher weiß ich jetzt nicht, ob die ein Bart Jugendlicher macht. Das hätte ich noch nie gehört, dass ein Bart ein Nein, aber Jugendlicher macht. so nicht. Das ist nichts. Da wäre ich mal reden mit dem Papier, weil ich mal nicht sagen, was ein Bart ist. Der Rotzpippen heißt. Das ist eine Rotzpippe noch, ja, das stimmt. Das ist so ein Wahnsinn. Schau. Das ist noch gerade noch ein Twang, wie man früher gesagt hat. Ein Twain. Ich bin ein Twang. Ja, aber halt. Wie der Peter Welle gesagt hat bei der Anmoderation. Früher hat man gesagt, Rotzbuben. Ja. Heute darfst du wahrscheinlich nicht sagen, Nein. weil sie irgendwelche Gefühle verletzen. Und so, ja. Na gut, ich würde sagen, Schon langsam. wir kommen schon gehen wir langsam, weil in die Flasche ist Zugabe, leer. Die Flasche ist leer. Haben wir noch irgendwas? Das mit dem Glas haben wir Glas haben wir gesprochen. gehabt. Ja, eines sehe ich noch. Darf ich es herholen? Was denn? Was Wichtiges muss ich mal zeigen, was du abgeholt hast. Eine Tafel? Nein, das Tafel ist in die Kamera halten. Ne? Sicher, dass jeder weiß, weil sofort gleich die was Nummer aufnehmen. sieht, wer sofort weiß sofort. Nein, man kann es nicht. Achtung und große Vorsicht ist geboten. Nicht? Das ist, Ich kann es so machen. genau. Ja. Seit das Tafel geholt hat, das ist wieder. Richtig. Das ist Tradition seit Jahren. Ja. Wenn ich meine Tafel fürs Motorrad aushebe, wird es wieder Arsch. Das ist ja so, gehört ja so. Und, wer weiß, also ich habe ja am 2. April habe ich schon mein erstes Motorradtraining, diesmal mit meinen Brüdern gemeinsam. In Wiener Neustadt, glaube ich. In der Neustadt. Beim Kieberer, also die Motorradpolizisten ausbildet, ne? Mit dem machen wir so ein Warm-up, sage ich jetzt einmal. Ja? Und das wird gar nicht leibend, vorausgesetzt ist es weder, ist nicht ganz so schlimm. Und jetzt haben wir das halt schon ausgewählt. Es ist natürlich die wichtigste Aufgabe, deswegen liegt es da so, dass ich das Tafel nicht vergieße, wenn ich rausfahre. Der Kieberer, dabei kannst du ja ohne anfahren. Ne? Ja, tut schon, aber dorthin weiß ich nicht. Dorthin weiß ich nicht. Und werden wir jetzt schauen. Und dann natürlich wird sich auch weisen, ob nicht vielleicht sogar mein Fuhrpark eine kleine Veränderung erleben wird. Das wird sich auch erst noch herausstellen. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran, wir verraten nichts. Also, interessiert ja original kaum jemanden, bis auf ein paar wenige. Aber der interessiert sicher. Aber auf jeden Fall es ist was im Busch. Und das wird sich jetzt dann, es wäre jetzt dann einmal noch verfolgen, diese Idee. So, dann hier stelle ich das noch wichtig, Fotografin Maria Rosaria Tartarone. Thema Charlie und die Schokoladefabrik. Weltklasse, ich würde sagen, liebe Freunde, der Pawlatschen haut eine rote Achteln für die Daniela Schlögl und für den Max Schlögl, die zwei was am Büdel sind, also es sind mehrere, aber die zwei gehen, und für die Fotografin Maria Rosaria Tartarone. Weltklasse. Ich muss ja sagen, das ist das erste Foto, Daniela, wo quasi keine Nackerten um sind. Das ist, also es ist
Fast schon Fahrt. Fahrt. Also ich bin jetzt schon so ja, eben, ich bin Schon der Zeit angepasst. Da ja, steht ich sehe schon die Meldung, jetzt werden dann die Zuschriften kommen. Man sagt Blödsinn, es kommen keine Zuschriften heutzutage, aber man sagt das so im Fernsehen. Ja? Es werden die Zuschriften kommen an die Redaktion. Ja, An die Redaktion werden die Zuschriften kommen. Ne? Was ist das? Hat sie jetzt auch schon so ein alter Herrensender, wo nichts los ist, wo nichts tut, nicht? Keine Nackerten auf die Büdeln. Nein, wir sind nun einmal kunstbeflissen und solange nun einmal... Wurscht ob nackert oder Hautzogen. Richtig, ja. Ja. Und solange es keine Büdeln und Nackerte gibt über die Daniela, werden wir auch keine Nackerten zeigen können, weil ich ja... Wo soll ich die hernehmen? Und uns will keiner Nackert zeigen, ergo ist das. Also, aber ist auf jeden Fall sehr leibend gelungen. Die Achteln fallen auch schon rein, die kommen schon, die Achteln sind schon da, so gefällt mir das. So. Früher dürfte man noch Jugoflaum sagen, aber diese Zeit ist vorbei. Ja, heute ist der jugendliche Part, ja stimmt. Schau, der Josef Tatl, hallo ihr zwei, bin im Wohnzimmer. Servus, Josef Tatl, einmalig. Ein Bart macht doch alt überhaupt ein Weißer. Naja, Michael Unger, das stimmt insofern wirklich, weil wenn ich den anrasiere, ich weiß nicht, ob du das nicht noch erinnern kannst, aber wie das einmal gemacht habe in der Corona-Zeit, habe ich gesagt, mir ist so fad, ich habe immer einfach den Ohr rasiert. Nämlich nicht einmal, ich habe einmal auf einen 3-Tage-Bart rasiert. Und die Leute waren fertig. Ich komme, der macht mir das Dirndl auf, ich habe dreimal schauen müssen, aber nicht erkannt. Der hat die Puffen gezogen. Der hat geglaubt, Was ist hier? und einige haben dann gesagt, das kriegst du überhaupt dann Alkohol ausgeschenkt oder so. Das war wirklich, und das stimmt, also schon ein Bart macht natürlich älter, aber es ist halt. Weißt du, das ist auch der Bart, das ist ja der Mann. Und das ist eine Zeit, wo wir so viel Luschen haben und so viel oder mehrgeschlechtliche irgendwas oder sonst was. Und da muss man sich schon ein bisschen deklarieren. Außerdem ist es ja so, wenn ich einen Bart habe, brauche ich mich nicht rasieren. Also allein schon die Haken ersparen, es ist gewaltig. So. Agelgastik, ich habe seit 4 Wochen alles. Was heißt, du hast alles? Was hast du seit 4 Wochen alles? Jason King? Was? Ein Bär? Was meinst du, Agelgastik? Was hast du alles? Klaus will sicher nicht dran sein, Christoph Wacker. Jawohl. WB für Weinbauer. Bravo, Franz Brandwein. Jawohl. Das wäre ein WH für Weinhauer. Ne, eigentlich. Ja. Ja. WB steht für Wachbieren. So sprechen wir im Weinviertel. Ja? Bleiben Sie dran, nach der Werbung geht es weiter. Fuhrpark verändert sich auch mitunter in Bälde. Oh, Franz Brandwein. Da gibt es ja News. Benzingespräche, News wird es da geben. Ja, Wahnsinn. Wenn mich der Herrgott fragt, Rudi Korb, was machen wir da? Jetzt wirst du ein bisschen Ding, gell? Jetzt, wo du dann einen Hut in Aussicht hast, für den Sommer, jetzt, wo du keinen mehr brauchst. Und wenn du wirklich die Maschine kaufst, dann mache ich einen Führerschein. Nein, dann flitzt mir gemeinsam. Da flitzt mir, ja. Wobei, jetzt sagen wir, ich kaufe mir keine Maschine, ich sag's gleich. Es wäre, wenn dann, ein Tausch. Ja, und für die wissen, um was geht, es geht nicht um die Cover. Also wenn, dann geht es um die Honda. Die Cover, die meine 650er RS, ja. die würde dann in die Klause, in die bucklige Welt wandern und die Honda würde ich gegen eine andere austauschen und die wäre dann in Wien. Und das wäre was ganz was Spezielles. Aber das ist so eine Idee, die nicht wirklich ausgereift ist und gar nichts, sondern die einfach aus Vernunftgründen begonnen hat und sich dann durch ein besonderes Modell, das es gibt, aus der Vernunft fast so eine Spaßidee entwickelt hat. Schauen wir mal. Jedenfalls, ich kaufe mir definitiv keine. Allein dann würde mich nämlich schon mein Munkelein zu Recht mit einem Arschtritt vor die Tür setzen, wenn ich mir jetzt noch was kaufe. Also es wäre, wenn dann ein Tausch oder sozusagen motorisch gesehen ein Abstieg. Aber ja, wir werden sehen. Ich muss erst schauen, ob man die passt, ob man die überhaupt taugt zum Fahren. Aber dann wird man sehen. Und das ist immer gut, wenn sich ein bisschen so ein Knistern breit. Was macht er? Was kauft er sich? Was tut er? Ist er ein Roller oder kein Roller? Ich habe einen Roller gehabt. Ich habe eine Vespa gehabt, lange. 150er Vespa. Fast Jahrzehnte. 20 Jahre habe ich eine 150er Vespa gehabt. Und glaubt mir, das ist nicht mehr. Das ist mir gestanden, das ist gefallen. Ne? Nein, das stimmt nicht. Nein, sie ist gefallen. Das stimmt nicht. Aber sie hat halt schon, also ich war schon mechanisch herausgefordert, permanent. Ja. Keine Bremsflüssigkeit drinnen. Habe ich immer mitgehabt im Handschuhfachel. Ja. Habe ich gehabt, so ein Fachel. Da habe ich immer Flaschen, unter anderem Bremsflüssigkeit gehabt.
habe immer, wenn es halt wenig war, wenn ich gemerkt habe, schon, sie bremst nicht und aufgelegt hat auch manchmal das Lamperl, dann habe ich das nachgeschickt. Wann das Lamperl gelegt hat? Ja, das ist das nächste, aber das sind Vespa-Kleinigkeiten. Das hat oft selten, oft nie hat es geleuchtet. Naja. Schlimm ist nur, wenn man in der Nacht heimfahren will. Es ist finster. Das war das schon, ist wirklich ganz finster. das war schon ein bisschen Das ist Herausforderung. auch komplett weg. Ne? Also Aber das ist eine Kleinigkeit mit dem da habe ich dich nach Hause begleitet damals. Mit Auto bin ich da hinten nachgefahren, weil hinten ist auch nichts mehr gleich, sind wir gefahren. Ja. Vom 18. in 21. Ja. Ich fahrst mir hinten nach. Und gesagt, ja, mach mal. Jetzt ziemlich am Schluss dann. Ziemlich am Schluss dann, ja. Dann habe ich es da nicht gehabt, Ja. den Scheiß. Das Modell. So, pass auf, wie auch immer, also wann kommt die Feinripp-Ballatschen, fragt Alexander Hauser. Nein, die war einmalig. Es war einmalig. Christopher Acker, KTM Duke. Die 96er Duke für Wien, ja genau. Patrick macht auf Jason King. Und mein Motorradl ist seit 4 Wochen startbereit. Nur bei uns hat es heute geschneit. Das meinst du, bravo Agglegas. Ja, bei uns im Weinviertel, mein lieber Tag. Schneegestöber über Stunden zum Mittag. Ja. Das meinst du, ja. Na, das ist eine harte Geschichte. Aber Agglegastig, es wird passieren. Es wird passieren, dass es schön wird. Wirst du sehen. Hat der Tax, sagt der Ackerl. Dann ist Schlögel, kaufst du euch einen Tax. Nein, also zu 99,9% nicht die Tax. Aber das würde euch jetzt dann schon den Hinweis geben, was es wahrscheinlich werden könnte. Und das. So, das war's für mich für heute, All My Stuff. War wieder ein wundervoller Abend mit toller Musik. Guten Wein, habt eine schöne Woche und wir sehen uns, lesen uns nächste Woche wieder. Bravo, All My Stuff. Vierte gut, schön, dass du dabei warst. Und was alles Gute für deine Augen, OP. Ich freue mich auf nächsten Montag und da berichtest du uns, wie es war und du wirst sehen. Wir halten wirklich feste Daumen. Geht schon. Also das wird. Haut hin. Mach's gut. Haut hin. So, wenn mich der Herrgott fragt, machen wir das jetzt noch. Nicht? Das ist mir klar. Das geht sich ja aus. Das geht sicher aus. Was ist denn das, Gustav, gell? Einer hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wenn man da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und an mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht langsam durch den Wald. Und wenn man da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, ja, da mache die a Buckel, aber das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, dann bring die alte Zeit zurück.
Die Zeit voll Glück. Starnberg Gruppe. Jawohl, Weltklasse, Weltklasse. Schöne Nummer. Absolut, absolut. Trink einen Schluck Wein aus jetzt. Jawohl, trink mal. Aber. Die Daniel-Schlegel, dann wird es eine Manke. Schaut, Alexander Haus hat gestern seine CBF 1000 fahrbereit gemacht. Ja, Weltklasse. Ich wollte gestern mein Kawasaki auswintern, andecken. aber ich habe mir dann echt gedacht, nein, warte. Kennt noch. Das kennt noch was. Also vorgestern, gestern war es schon Ding, ja. So, was haben wir da? Ich war mit der Betty in der Firma, in der frühen Nieselregen am Abend, 3 Grad mittags beim Schnee, hab nicht fahren müssen. Naja, gut, ja. Aber du bist ja Viech, gestern Facker. Bei dir ist ja was anderes. Auf einem Manke hat der Klausi drauf Platz, Michael Unger. Das gibt natürlich nicht. Das gibt einen Strafpunkt. Fritzl Stadtkursmandat im Manke. Rudi Korweis, danke, jawohl. Gerne. Das sind schon die Ordnung. Super, sehr schön, sagt der Josef Tadl. Ich denke schon nur für Patrick wird es eng. Na gut, ich meine, ja, ne, wobei, ja, die Manke angeblich einen sehr leibenden Kniewinkel und alles. Angeblich hat's, ja. Aber klar, für schauen, mich ist das wurscht. Ja. Das ist wurscht, ja. Für mich ist das ein kleines Modell leibend, ja. Ja, aber tatsächlich, also ich werd die Manke testen, ob es für mich passt. Und wenn ja, könnte es sein, dass eben mein 500er CB daran glauben wird müssen und ich dafür die Manke ausfasse für Wien. Weil tatsächlich ist es so, dass ich in Wien letztes Jahr tatsächlich in Wien gefahren bin, mit dem Motorradl, aber für weitere Ausfahrten, wie ich es eigentlich vorgehabt habe, einfach keine Zeit gehabt habe, weil man ja sich denken muss, man in Wien wohin fahren will, Motorradl-technisch, also dass ich sage, ich will einen Genuss haben, muss ich ja mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde einplanen, bis ich überhaupt wo bin und wieder zurück. Also da reden wir jetzt dann einmal von mindestens 1,5 Stunden in Summe, die ich einfach nur brauche zum wohin fahren und zurückfahren und das bringe ich einfach nicht hin. Ich kann nicht den ganzen Tag Motorrad fahren, das geht selten. Und bei mir in der Glas ist es etwas anders, weil da steige ich auf und fahre. Genau. Und da bin ich in der buckligen Welt, da bin ich mittendrin und da kann ich sagen, ich fahre eine Stunde, ich fahre von Eis zum Eiskreisler, was auch immer, kann einen Tag fahren, wie auch immer. Also in der Glas, in der buckligen Welt zahlt sich das viel aus, das Motorrad. Und in Wien habe ich die Cover tatsächlich benutzt, 99% ausschließlich für die Stadt, für gewisse Dinge. Und da war natürlich ein Roller, weitaus geschickter, vernünftiger und besser, aber wenn man da nicht drüber will, weil es ein Roller ist die Manke, glaube ich, eine ganz gute. Ein Kultfahrzeug Kult, ja. ist das, finde ich. Und es ist eben die Tax und die Supercup, weil das der Christoph Acker sagt, die haben diese komische Asiatenschaltung, mit der will ich nichts anfangen, die Flip-Flop-Schaltung. Was mit der Ferschen und mit der Fuhren, das nein, mag ich nicht. Ne? Mit der Marke bist du ein Wiener Kind, das meint Daniel Schlegel was sagt, was klar unbedingt. Ja, absolut. Wobei diese Schaltung im Prinzip ein alter Hund ist, das hat es bei alten Ja, Guzis gegeben in die ja, nein, das 40er ja, nein, man kann nicht damit aufgekommen fahren, sind, aber mich interessiert es nicht. Mich stört das nicht, wenn ich kuppeln muss, weil bei der musst du nicht kuppeln. Und mich stört es nicht. Und die Marke, die gefällt mir auch wirklich, muss ich sagen, gefällt mir wirklich. Ich bin auf der Messe in Tulln, bin ich drauf gesessen, habe gemerkt, dass man der wirklich taugt zum drauf sitzen. Die Tags hat man nicht taugt. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob es mir auch halbwegs taugt zum Fahren. Also ob das für mich leibend. Und dann kann es schon sein. Der zweite Cover-Vulkan, ja genau, Christoph Acker, wirklich. Vor allem mit der Daniel Schlegel auf der Backel. Aber, ja, wie gesagt, manche ist auch 125er, mein Gott, nein. Was so ist. Aber für die Stadt war das vielleicht wirklich. Aber ich will das nicht zu viel versprechen. Ich meine, versprechen, das habt ihr nichts davon, aber man redet ja nur, nicht? Man sagt ja nichts, man redet ja nur. Aber ich werde es einmal austesten und dann könnt ihr eben, dass das statt der Honda, also statt der CB 500X draufkommt. Der Buda Vulkan ist mächtig angegassig. Ja, die Daniel Schlegel hat auch den Vulkan. Donkey Kong, Monkey King, jawohl. So, und ich glaube mit diesen News
Eine News muss ich noch loswerden. Bitte. Eine News muss ich noch bitte, loswerden. bitte, ja, unbedingt. Weil es nämlich wirklich irgendwie eine leibende Geschichte ist. Ganz kurz zum Abschluss, weil ja jetzt das Thema Haushaltsabgabe oder wie wir es nicht sagen, ORF-Steuer oder weiß nicht, Staatspropaganda-Abgabe oder wie auch immer man das nennen will, kann man sagen, schau, Andrea Walter-Flock ist dahin. Vielen Dank wieder für einen schönen Abend. Muss morgen wieder früh raus. Als Nachteule echt schlimm. Viel Spaß noch und bis bald mal wieder. Andrea, schön, dass du dabei Vierte bist. Servus. Vierte gut, alles Liebe, Dankeschön. Weil du nicht mehr in Otterkring wieder heim bist. Ja, Franz Brandwein, das stimmt hier. Von dem Punkt her ist es wirklich. Wenn ich in Otterkring wohnen hätte, war das was anderes. Bist du relativ flott im Westen? Ja, du bist kein Wienerwald. Das war kein Thema. Ja. Ja. Das war kein Thema, aber ja, von da ist halt blöd. Aber auf jeden Fall war es so, wir hätten eine Anfrage, ein Angebot vom ORF gehabt für eine Sendung, wo wir, die jetzt nichts mit Musik an sich zu tun hat, sondern wo wir quasi eigentlich als Aufputz musikalisch und so weiter passend in dieses Thema reingekommen waren. Haben angefragt und alles hingehauen und eben wie gesagt, jetzt kommt ja dieses Thema mit der Haushaltsabgabe, wo man sagt, es geht ums Geld vom ORF und hin und her. Und das sage ich deswegen wirklich, weil wir wirklich mit einer unglaublichen Frechheit konfrontiert wurden, die eigentlich unaussprechlich ist. Und wir haben schon viel gemacht für den ORF. Wirklich viel. Und es war immer, es war nie gut bezahlt, aber es gab immer eine ehrliche, wie soll ich sagen, Unkostenbeitrag oder wie man das nennt. In ehrlicher Art und Weise. Ehrliche Art von der Kommunikation nie ein Problem gewesen und so. Und es war jetzt so gewesen, wir hätten jetzt im Waldviertel am Samstag hätten wir im Waldviertel gespielt, also nach Waldviertel, das war für uns 2 Stunden Autofahrt gewesen jeweils. Und hin. Und wieder Stunden zurück. Also 170 Kilometer hin, 175 und bis wieder heim dann. Genau. An sich, ja, mach ich ja nicht, aber... War alles auch kein Thema gewesen, und ich sage jetzt wirklich deswegen, weil es wirklich ein unglaublicher Frieden. Und man hat also dann gemeint, dass man uns dann pro Person 50 Euro Aufwandsentschädigung gibt. Und das war wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, na, weißt du was? Geht scheiße. Und da geht es mir nicht ums Geld, weil es ist der Punkt der, das ist wirklich eine Sauerei, das ist eine Frechheit, das ist dann bitte gar nichts an. Ob es der ORF war? Nicht die Produktionsfirma. Die Produktionsfirma. Oder die hat ja ein Budget, wie auch immer. Mir ist es aber auch wurscht. Der Punkt ist der, es war zum Beispiel der Bayerische Rundfunk für die Brettlerspitzen, der hat sich gemeldet, also die haben sich gemeldet. Die haben gesagt, pass auf, so ist es. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir können euch nur eine Ding zahlen. Und das können wir euch zahlen. Und das war es ist ja alles gezahlt worden dort. Und eben dann gab es ich sage jetzt mal Taschengeld. Das alles in Ordnung. Fair bemessen ist in Ordnung, ist jetzt kein wirklicher Gage, aber ist in Ordnung, das haben sie von Haus aus so gesagt und passt. Da hat es ein bisschen anders angefangen. Und dann sagen sie, nein, es gibt eine Gage. Aber es geht gar nicht ums Geld selber, sondern es geht um das. Prinzip. Das ist einfach Prinzip. Also 50 Euro anzubieten für einen Tag, wo ich zweimal 180 Kilometer fahren muss. Und den ganzen Tag dort eingesetzt bin. Und ich meine, das war wirklich, dann haben wir gesagt, also wirklich, bitte legt es. Das geht nicht. Also das ist schon eine Geschichte und das ist bitte nicht zu verstehen als Hochnäsigkeit, für das spielen wir nicht. Wenn das eine leibende Geschichte ist oder sonst was und man kommuniziert das anders, sage ich auch, ja, ich brauche nichts zahlen, ist ja für uns eine super Werbung. Ne? Gleichzeitig natürlich wissen wir auch aus Erfahrung, es ist keine super Werbung. Es ist im ORF irgendwo so vorgekommen, das bringt nichts, es sei denn, du kommst laufend vor. Und das ist ja nicht der Fall. Aber es geht so um dieses, weißt du, 50 Euro. Und ich sage jetzt einmal, üblich wäre in so einer Größenordnung, wenn man sagt, ja, da steht jetzt kein Gage, nichts dahinter, das sind 150. Das wäre so ungefähr. Ja, weil damit hast du die Fahrtkosten erinnern. 150 bis 200 Euro, das wäre ein üblicher Betrag, was du sagst, ja, das ist das für den Tag halt. Ne? Pauschale, ne? Ja, 1000 Rosen, 100.000. Aber 50 ist einfach so eine Sauerei. Und dann war doch der ORF, gerade der ORF. Und kurz danach ist das rausgekommen, dass jetzt dann eine Haushaltsabgabe ankommen soll. Also ja. Also das ist einfach eine Frechheit, das will ich erzählen, weil es einfach eine interessante Geschichte ist, was jetzt so im Leben eines Musikers passiert. Und da haben wir gesagt, vor allem, weil es ja nicht die erste Produktion wäre, wo wir dabei sind. Wir haben ja schon so im Laufe der Jahre natürlich etliche Dinge gemacht. Ja, also das ist
Also das wird man auch dazu. da geht ich ja fast schon sagen wollen, heißt, da wissen sie nicht, wer ich bin. Naja, das kommt jetzt noch dazu. Wobei man jetzt natürlich ehrlich sagen muss, das wäre jetzt nicht so das war jetzt keine Musikproduktion oder was. Nein, überhaupt nicht. Das wäre eine Untermalung gewesen, mehr oder weniger, für Geschichten. Aber War doch, ein bisschen ein Bild gewesen. aber doch das ganze Szene doch untermalen, doch wir den Soundtrack und so machen und hocken auf, ne? Das ist ja nicht so ohne. Ja. Auszugsweise aus Liedern nur zu spielen und so und dann das alles spontan und so, das kennen wir. Ja. Und aber wie das gesagt, musst du auch lernen und das musst du kennen. Ne? Das ist ja nicht so. Ja, und da geht es mir nicht so um den 50er als Betrag, Nein, gar nicht. sondern um diese Größen, wo man denkt, warte, was ist mit euch los? Nein, mir geht es um die Nichtwertschätzung eigentlich. Genau. Muss ich ehrlich Genau. sagen. Und das sagt zum Beispiel schon, Wertschätzung. der Friesler Stadtgut sagt zum Beispiel, da fehlt die Wertschätzung. Musikraum, unglaubliche Frechheit. Ja. Die Maggie sagt, 50 ist echter Beleidigung. Alexander Kümpferling sagt auch Frechheit. Josef Tadl auf dem Punkt, 50 Euro ist nicht so super. Und ja, es ist halt, wie gesagt, da geht es mir nicht um den Betrag selber, weil ganz ehrlich, wenn das leibend ist, wenn der Kunst sagt, erst mit denen noch was machen, seid dabei, erst mit den Gratisspielen, um das geht es nicht. Es geht um diese Unverschämtheit des Angebots. Ja. Sagen wir, Alter, das ist ja, was sind wir denn? Also das wollte ich noch als Geschichte. Der Benzin und Kaffee geht sich nicht aus, na richtig. Nein, das geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Du hast verschoben, ne? Geht sich nicht aus. Ja. Schau, ich glitsche diese Bubbles, ich kenne mich nicht aus mit Mopeds, was ist ein Monkey? Gib bei, Google, ich glitsche diese Bubbles, Google, Honda, Monkey. Dann, Seit mehr brauchen wir nicht Jahrzehnten ein Klassiker. Wie ein Weil kleiner Bub war. das alles, was damals gegeben Hat's als damals Moped mit 50 50 Kubik. Kubik, ja. Und das war tatsächlich das erste Moped, auf dem ich gesessen bin, als 14-, 15-Jähriger. Jetzt ist er 125er. So, also auf jeden Fall dieses Thema wollte ich halt einmal, Nein, das ist ja auch in Ordnung. wollte ich einfach ansprechen, um ein bisschen einfach aus dem zu erzählen, was wir zu erleben. Was Ne? so. Und man sagt, Alter, ja, also so und so geil bin ich nicht, dass wir beim ORF sind. Eine unserer Schnurren, die man so erlebt Genau. im Leben. Es ist ja so, ja. Wir brauchen den ORF nicht. Wir haben ja die Pavlatschen. Die Pavlatschen. Wir haben was viel Besseres. Ja. Fix Steife. Ja, also diese Geschichte wollte ich noch anbringen und das war spannend. Ansonsten haben wir diese Woche eben eigentlich nichts mehr in dem Sinn zu tun. Ja, wirklich derzeit relativ trostlos. Aber wie gesagt, ich muss zu mir aus. Es sind genug andere Dinge momentan zu Und erledigen auch, ja. Nächste Woche steht daneben an. Daschler? Übernächste Woche. Übernächste Woche. Was steht nächste Woche noch? Die Pavlatschen. Montag und am Samstag, am Chor-Samstag spielen wir privat. Ich spiele beim Geburtstag und dann haben wir noch. Also das haben wir auch Privatfuß. Wir sind eigentlich nur Tschecher nächste Woche privat. Am Dienstag auch, ja. Ja. Dienstag haben wir ganz privat Tschechien, ja. Ja, man kann es aber als berufliches Meeting Wobei es ist ein Meeting. könnte man es ist ein Meeting verbuchen. Nein, ist nicht, aber wir könnten es so Na verbuchen. schon, das ist im Zusammenhang natürlich mit dem Wiener Liedfestival. Ja, es ist nicht im Zusammenhang, es sind nur zufällig gleiche Leute, die dort mitarbeiten. Aber es ist wurscht, wir haben immer Hits dabei. Spielt sie noch am Schoß von der Mama? Meine ist heute vor einem Jahr verstorben. Jesus, na, da stehen wir. Das ist natürlich ein Jahr, da spielen wir es natürlich. Der ORF ist Neger, reißt den Kübel am Königelberg an, macht ein Sanatorium draus. Franz Brandwein. Ich kann da leider nur zustimmen. Aber Franz, das Problem ist, den Kübel da oben anreißen, im wahrsten Sinne. Darfst nicht das Denkmalschutz. Denkmalschutz und zweitens einmal ist das eine Entsorgungsgeschichte, das Ganze. Bist du depp. Asbest und Stahlbeton ins Äußerste. Ja. Na gut, pass auf, dann werden wir das wirklich so machen. Wir haben uns heute verabschiedet mit der Das Schuss. von der Mann, sicher, super Nummer. Ja, Freut mich. speziell für Markus Ja. Lanterstromer und seiner Mama, die im Himmel zuschaut. Das wollen wir einfach so annehmen, fix, fest. Und wir danken euch ganz herzlichst für euer Dabeisein. Gratulieren nochmal herzlichst dem Rudi Korbes für den neuen Hoodie. Ja. In 2 Wochen beim Taschler abzuholen, weil er der Patrick nicht vergisst. Vergiss ja nicht, Rudi. Und wie ich Rudi kenne, schreibt er massiv Ja, genau, vergiss ich. Erinnerung. Ja, und, Nein, vergiss nicht. und ja, das war's. Und nächste Woche in alter Frische und selbstverständlich auch Ostermontag und Co. Dass die Pavlatschen nicht stattfindet oder ein Fake-Pavlatschen, das ist wirklich tatsächlich wirklich nur, irgendein- wenn wir ein riesen Geschäft haben, so wie der Jägerball war. Das ist aber auch unter dem Jahr eher seltener, weil am Montag ja. jetzt nicht so ein Ding ist. Oder eben Oder Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, ja, genau. Das war's. Oder Krankheit. Oder Krankheit vielleicht. Oder ist auch irgendeine Solo-Geschichte. irgendwelche unnötigen anderen Sachen. Ja. Ja. Aber ansonsten ist jeden Montag jeden 20.15 Uhr, Montag. also bitte weiter sagen. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Kopfverlag hat, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und auf die schiefte Wunden ob Skifahren so oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da wird tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Und Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Also im Text nicht weiter. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Bis man älter wurde, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die auch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Eine schöne Woche euch allen. Viert euch gut, Papa. Viert euch.